So, ist jetzt da bald einmal 20 Uhr? Ich weiß nicht. Da gerade liegt noch ein Schrammzeug um und antwortet mir, bevor ich mir wieder die Hintern eintritt. So, Timmy Boy schon wieder. Timmy Boy schon wieder. Ich hab nicht meinen Ton eingeschaltet. Was ist mit dir schon wieder? Geht da überhaupt alles? Da mich nicht wundern, wenn einfach mal mittendrin wieder nichts mehr. Warum ich mich nicht selber? Was ist da schon wieder? Was da schon wieder ist? Hab ich gar nicht gefragt. Warum geht da schon wieder nichts? Hallo? Hallo? Wird's jetzt bald einmal? Hallo? Ah, jetzt seid ihr so ein Hobby! Übrigens, 1 Bierger 1, Montag 1, 20 Uhr, Timmy Boy, grüß dich wieder heim. Hashtag Bopomann. Zeit, Kochwürzen mal wieder außer zum Greinen. Ja, so schaut's aus. Grüß mir erstmal einen Haufen hinein. Habe die Ehre an! Den Stocki, den Herrn Reindl, der Mama, dem Dominik, dem Capricorn, am Löwenzepp mit 288. Ich weiß nicht, was das soll. Stimmt, aber 2 mal 1,44 sind 288. Habe die Ehre, Bierger, servus miteinander. Heute mit einem doppelten Dono, weil beim Friseur sind wir Handy zuschauen, habe ich müssen also nachgeholt. Hagelberger, Fleischbatzen am Spieß. Ich bin mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir wieder heute das typische Kebab machen oder einen Döner oder beides oder einen Burger oder was weiß ich nicht. Mardersepp, 56 Monate, gehört da schon wieder der Nocker die Arschkaut. Haut! Ich hätte gerne einen Döner mit allem und ein bisschen scharf. Kannst du einen Döner mit... Nein, soll ich nicht, sonst ist es... Der Stupfe! Herr Stumpfe! Welcome to the Squad, Kuss auf die News, ab in den Chat, habe die Herr Stumpfe, wenn er mitmacht, ist Döner-Tier. Wir waren jetzt da dazwischen wieder dran, der Ebenbauer mich. Ob ich irgendjemand übersehen, ich weiß es nicht. Heute Ehre beieinander, einmal scharf mit allem. Ich hätte gerne einmal alles mit scharf. Kubanersepp! 27 Monate schon, ja, Kruzifix. Das ist, bist du schon wieder 2,5 Jahre auch da umeinander. Kruzifix, das gibt's ja nicht. Da spreng ich. Kubanersepp, mir ist wieder ein Resub. Wenn ich im Gartenmarkt Material kaufe, um mein Blumenbeet zu füllen, bin ich dann Erdkunde. Kim, halt doch dein Maul. Halt doch dann dein Maul einmal jetzt endlich! Kruzifix! Tommy! Einmal Döner mit was? Oh Gott, die Liste ist schon wieder Ich finde die nicht mehr. Einmal Döner, ein bisschen scharf mit alles. Warum sagt denn von euch keiner lasst Tomaten heraus? Ich kann nicht verstehen, wie man sich Tomaten in seinen scheiß Döner einhauen kann. Da kann ich den Döner in Wasser einstecken. Batzeri, scheiße Batzeri. Versteh ich nicht. Wenn ich jemals in meinem Leben einen Dönermann aufmache, genau. Na, halt doch dein Maul! Komm, halt's doch alle ein Maul einfach! Bitte, Lied. Volltaste, 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 Vollspasten, 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 Voll... Gott sei Dank, dass es wenigstens mittendrin aufhört. Timmy Boy. War mit Sicherheit der Timmy Boy, wir wissen sonst. Dankeschön. Der Timmy Boy Selbstspieler, merci dir. Dragon Cry, Kuss auf die Nuss. So, hoffentlich geht jetzt der Resub diesmal. Sie fix jetzt mal ihr Dönerbox. Dönerbox war jetzt schon, gell? Volltausend. Ach, das war der Maika, das war gar nicht der Timmy Boy! Das ist ein guter. Der Maika darf. Nimm mir alles zurück. Tami, mir ist wieder ein Resub. Marc, mir ist wieder ein Zwickel. Sesselsepp will mit alles, kriegst du. Bloß Tomatendöner von Hause, die gibt's bei mir nicht. Herr Volland! Was ist da los? Servus, du GGW, kauf der Kastenbier. Was heißt denn GGW? Granny Gilf Wichser. Herr Volland, der 20er ist 2, dankeschön. Leute, chillt die Kniescheibe, weil ich überhaupt nicht weiß, wer überhaupt dran ist! Jetzt ist der Pitt dran. Alter, die Scheißlisten verschiebt sich schnell, dass ich nichts mehr erfassen kann. Ich bin ja keine Ahnung, ich bin total behindert. Ich bin seit 4 Tagen nicht vor dem PC gesehen. Ja, das stimmt nicht. Nein, da hätte ich jetzt heiß gelungen, das stimmt aber nicht. Aber ich hab 4 Schichten Tapetten, aber Christen, ich spür mir die Bratzen nicht mehr. Das wird halt sicher ein lustiger Spaß. Pitt, merci, Pedro, merci, Mr. from Bavaria, merci, Meisterkoch, los, nix Meisterkoch, Sternekoch, Mensch. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Mike, merci dir. Elsa, der aus Tischenreit, das weiß kein Mensch, wo das ist. Hat das überhaupt genug Einwohner, dass man es als dass man sagen kann, dass man da wohnt? Da haben wir das Leberkastdöner. Dass du dieser Song draus da. Der soll ganz gut sein. Das stelle ich in Zweifel. Kriegst du mal wieder einen Zwickel. Geh, geiler Wichser! Liken nicht vergessen. Recht hat's dir jetzt auch. Kuss auf die Nuss, danke für den Zwickel. Check the Rip, bei mir ist wieder ein Resub. Was ist der Unterschied zwischen Kebab und Döner? Ich glaube, Kebab ist original tatsächlich ein Fleischspieß. Und nicht der Döner. Sondern das ist Döner-Kebab. Ja? Kommt von Fleischspieß in Brot.
Brot. Dann Döner, Kebab. Kebab nur ist Spieß, Fleisch, Kebab. Kebab. Ich werd aber jetzt nicht so schmerzen. Alles klar, Chef. Soße, scharf, kriegst du. Hab die DRRRAT-Chefs So, jetzt einmal. bei dir und deiner Olden. Zwischen heute sind der Oberpfalz zum Nackeln. Das ist scheißegal, es ist schon klar, dass das irgendwo ist, aber hat's genug Einwohner, dass man sagen kann, ja, ich wohne da. Glaub ich nicht! Guck mal, das Sepp! Du lachst bei Tomaten. Ich hab einen Dönermann gesehen, der da auf Wunsch Ananas reinhaut. Ah, was tut er? Weiß ich nicht, da kommen normal dann alle Brüder vom Dönermann. Was bei mit der Italiener, der schickt Mafia. Beim Dönermann kommen alle 5 Brüder und schlagen die in der Bude noch zusammen. Wenn du es tust. Und der Bayer von Welt, der gibt eine saubere Umdrehung. Und sagt, jetzt schaust du, dass du schleichst, löst den Futzen. Was ist denn jetzt? Na, was? Du hast doch gerade. Hä? Du hast doch gerade. Du warst doch. Was soll ich machen? Ah! Na, der passt halt nicht. Was ist denn eine Türkengeste? Wir haben ja keine Italiener heute. Wenn, dann haben wir am nettesten an die Türken drauf. Was ist denn die netteste Türkengeste? Die? Die weiß ich nicht. Oh Gott, heute haben wir schon wieder grenzwertig unterwegs. Herr Volland, das ist 2 und du weißt das. So. Volland, merci dir. Northerus, merci für deine 5 Schweizer Franken, was bei uns so viel wert ist wie ein Monatslohn. Nammbürger, Kebab, Brot! Leute, Dankeschön, ist gut. Wir waren dran. Kubala Sepp. Selber gehen wir dir komplett über 7,03 €. Was hast du da wieder? Du bist mit dem Kopf über die Tastatur gerollt. Hab die Chef, passt alles bei dir und deiner Alten? Ja, sicherlich. Moinkballs, selber gemacht. Fotzenorgasmus. Ganz wahrscheinlich die Fotzen da, nicht die weiter unten. Fleischgeilheit, Hashtag Danke die Bürger, Hashtag Grillen. Oder hat gerade jemand einen Moink-Holocaust gemacht, glaube ich. Auf Wein, das muss sein. Beste Grüße Respektschelle ist die Türkengeste. Umdrehte. Raus, Bruder. Simon Winz, merci für den 5,55 €. Bier auf Wein, das lass sein. Bürger auf Wein, das muss sein. Beste Grüße aus Spanien. Aus Spanien? Ich glaube, du bist im Urlaub. Ich hoffe, du bist im Urlaub. Wenn du in Spanien wohnst, bin ich neidisch. Haust du da ab. Sofort auf der Stelle. So. Bobby, merci für deinen Resub. 61 Monate das gestörte Scheiße. Themiboy, lesen Sie letzte Dono bitte oder wollen Sie? Weiß ich nicht. Was kommt da noch? Oder wollen Sie ganze Sätze schreiben oder wollen Sie ganze Sätze lesen? Ja, und deswegen lese ich es nicht. Ganz einfaches Geben und Nehmen. Du schreibst mir keine ganzen Sätze, ich lese es nicht ganz. So einfach ist. Was du? Wir wissen alle, wer es ist, wenn er es so kaputt macht, dass sein beschissener Name nicht mal mehr in den scheiß Kasten reinpasst. Du Vollidiot, jetzt ein scheiß verdammtes Leerzeichen dazu schneiden wir. Kubala See. Kubala See! Das hast du kaputt gemacht, dass man nicht mehr mit einem Namen lesen kann, aber es war der Kubala See. Wie viel das war, das darf ein Leute jetzt im Chat raten. Na? Das können Leute jetzt im Chat raten, wie viel das war. Soll ich da jetzt noch was dazu sagen, außer Finanzamt? Das Finanzamt freut sich. Die sagt, ja, eine große Donation, da brauchen wir nicht durchwurscheln, da haben wir fertig, passt. Ja, nimm ich eine große, schau her, da habe ich die anderen 100 übersprungen. Kubala Seppi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zu dir sage ich sowieso nichts mehr, außer was tust du denn? Was tut denn du? Was du tust? Das, was der Selbstspieler schreibt übrigens. Das ist ein guter. Warum ist die Kamera schon wieder unscharf? Leon, merci dir. Grüße zurück. Ich fasse jetzt einfach 28 Mal Finanzamt so auf, als schicke ich einfach Grüß zurück. Wenn du gelesen wüsstest es aber okay. Hashtag Vollzeichen, 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 Leerzeichen, leer. Es ist euch einfach aber auch scheißegal. Es ist euch einfach aber auch scheißegal. Ich sitze mich da her und denke mir so, jetzt probierst du es einmal mit etwas direkter und vielleicht nicht so blöd läuft und maulst gleich, das ist einfach scheißegal. Das geht, glaube ich, nur in dieser scheiß Community, dass ich hier sagen und tun kann, was ich will und es ist euch scheißegal.
Ich will jetzt da herscheißen da und dann sagen, da, das ist ein Content. Und dann geh. Dann weiß ich, dann sitze ich mir am Mittwoch wieder her, tu so, als wäre nichts gewesen. Ihr tut so, als wäre nichts gewesen und das ist alles wird. Ich kapiere es nicht, Alter. So, wen habe ich nicht so alles sagen? Timmy Boy, Kuss auf die Nuss, mäßig. Herr Volland, du hörst jetzt sofort auf der Stei auf. Ich weiß nicht, was du da betreibst. GGW ist gleich, ach, geldgeiler Wichser. Ah, stopp, das muss man immer richtig betonen. Geldgeiler Wichser. So. Timmy Boy, merci dir. Macke, wenn es irgendwo einmal einen Tag des Orgasmus feiern, ich würde kommen. Oh, ich feiere jeden Tag 2-3 Mal. Kommt auf Tagesform an. Marke, merci dir. Gut, geil. Hallo Chefkoch, hoffe, dass die Küche noch nicht zu viel Nerven kostet. Ich kann ja nicht drüber schmatzen, weil die Leute, weiß ich nicht, was heute schon wieder ist. Ja, ist der Mitte des Monats, so kann man schon einmal rausschäkeln. Darf man sonst? Was für ein Ding? 6 Jahre, datumsmäßig, ist da Discord offiziell online gegangen. Mhm. So, haben wir es jetzt. Luki, es ist 10 noch. Luki, du bist jetzt der Letzte. Merci für deine 50 Monate. Ich muss jetzt den Sound vorlesen. Donation Sounds aus. Stefan, da hast du absolut recht. Heute vor 6 Jahren ist der Discord 6 Jahre alt geworden. Ist der Discord heute vor 6 Jahren wieder... Ach, leck mir am Arsch, der hat heute Geburtstag, 6 ist er! Und weißt du, wie alt unser Kanal ist? 7. Und zwar am Freitag ist How to Lebercast gekommen vor 7 Jahren, Alter. Vor 7 Jahren, Alter. Wo ist es hier? Oh, Ankündigung habe ich auch vergessen, nicht zum Schreiben. Ja, schreiben wir es hinten noch her, ist eh scheiß wurscht. So. Ich habe schon vorgeschrieben, aber nicht abgeschickt. So. Kichi ist ein Ring, glaube ich. Der Birdlike schreibt, Birger, heißt das jetzt, dass der Discord eingeschult wird? Nein, der kriegt Home-Unterricht. Home, wie nennt man das? Was heißt ein Unterricht auf Englisch? Bin ich jetzt behindert? Homeschooling. Keine Ahnung. So, haben wir es jetzt, ja? Mehr weg auf. Chefkoch! Hackschen mich! Ich weiß nicht, ob der Türkenteufel Haxen hat. Unser Gickerl muss auch Türkenteufel, guter, also guter. Der hat einen Gickerl und hat Haxen. Ja, gut, er hat Ahnung, der Typ. Er hat Ahnung. Herr Volland! Merci dir! Schluss jetzt mit Zwickel umeinander und Nuller in Toni und was weiß ich. Jetzt, ich hör's ja sowieso nicht auf. Kim leckt's mir am Arsch. Es hat alle nicht ganz sauber. Der ganze scheiß Chat blinkt bloß noch orange, grün, blau, hellblau, dunkelblau, neonpink. Steigst du noch am Hurst an? Steffi, alles Gute zum Geburtstag. Ab in den Chat. Wer der Steffi nicht huldigt, fliegt raus. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe gerade im Chat vorher gelesen, dass Geburtstag. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich glaube 16. So. Und jetzt ist Ruhe. Animal Sod. Merci dir. Wir starten jetzt das verdammte Spiel. Wir spielen mal Kebab-Chefs. Ja, sagt man mich ein. Hat man mich in die 10 Minuten jetzt da eigentlich einmal gesehen? Oder habe ich bloß eine Donations in der Fresse? Ich weiß nicht, was da wieder los ist heute. Gute Musik, Alter. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Da ist sogar zwei seinen behinderten Greenscreen wieder hergerichtet und vorher überprüft. Küsschen aufs Nüsschen. Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, warum das heute schon wieder so aus dem Ruder läuft, aber ihr werdet es schon wissen, was das jetzt. Vielen herzlichen Dank. Kuss auf die Nuss. Dankeschön für alle Mitgliedschaften, Resubs, Donations und was weiß ich. Jetzt lehnen Sie sich bitte zurück. Wir müssen beim Kebab machen. Ja, Kebab-Pudi regelt sich nicht von selber. Machst du mal alles sauber, Kebab-Brudi. So, jetzt passen wir auf. Einstellungen. Muss jetzt laut. Muss jetzt laut. Das her, ich bis da her. Audio. Gesamtlautstärke, die haben wir mal oben auf 80. Oh, schon her, in weiser Voraussicht ist die Musik schon mal auf 50 selber. Und stell dir vor, da hat sich in einem Spiel mal jemand irgendetwas denkt dabei. Das ist gut. So, ja, wir spielen mal Kebab-Chefs. Restaurant Simulator. Ja, den kann man übrigens auch im Mehrspieler spielen. Wenn das einigermaßen lustig ist, dann werde ich das nächste Mal vielleicht ein, zwei super heftig People mit dazu einladen. Herr Dr. Merci, dir Hardstyle, Merci, Animal, Matthew, Benedikt, alle, Merci. Kuss auf die Nuss. Der Hubuch schreibt. Servus, du fetter Trottel, bin auch wieder da. Gott war das lange Wochenende hart, ey. Let's fett Sternkoch-Biatsch. Frag mich mal, ich hab 4 Tage lang Tapeten von der Wand aber gerissen. Ich hätte fast hingeschissen. Ich hab hingeschissen, ich sag's. So, ja, da prüfen wir gar nicht lange umeinander. Es ist offensichtlich ein Restaurantsimulator und Kochen geht immer. Deswegen haben wir mir auch mal wieder die gute alte Kochmütze rausgeholt. Schauen wir mal, ob wir das Sternekochs noch würdig sind. Würdig. Einzelspieler. Neues Spiel. Sandbox-Mode. Ich glaube, es ist ja noch in der Early Access, muss man lassen, aber es hat sehr viele gute Bewertungen und es schaut der Ersteindruck ist schon einmal nicht so schlecht. Ja, der Hairdresser letzten Monat, das ist ja, muss ich immer noch zu laut. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, gehen wir nochmal zurück, ein Stück zurück und machen wir es auf 8, 7. Das ist gut. Ist diese gut? Holzmann, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Lenny, merci Fluffy Cat, merci die Skull and Lace. Liken nicht vergessen, richtig. Schluss jetzt mit der Runde. Ihr habt es wohl nicht ganz sauber.
So, jetzt passen wir Obacht. Danke, dass ihr uns bei diesem Projekt... Es ist, glaube ich, ein Polen-Entwickler. Ich habe es spät gestartet und der Text war polnisch. Weil man denkt, so, das war's. Neues Spiel. Ich glaube, es gibt da noch nicht recht viele Karten. Na, Sandbox-Mode, das war's. Übernehme das Kebab-Restaurant. Was ist da für Fliegen? Wichse! Übernehme das Kebab-Restaurant deines Vaters. Mache deine ersten Schritte. Oh Gott, der schluckt mich mit Sicherheit, wenn ich Scheiß baue. Mache deine ersten Schritte in der Gastronomie mit Hilfe deines Vaters. In diesem Spielmodus, der in einem kleinen Viertel stattfindet, ist alles, was du brauchst, in greifbarer Nähe. Dekoriere das Restaurant, entdecke neue Rezepte und sorge dafür, dass deine Kunden immer zufrieden nach Hause gehen. Der wichtigste Prozess ist ja der des Kochens. Schau mal, ich wünsche mir sowas. Ich wünsche mir einen Cooking Simulator, da wo das richtig geil gemacht ist mit Herschneiden und lauter so ein Kack, aber gleichzeitig auch das Managen des Restaurants mit Einrichten, das war mir eine geile Kombo. Und möglicherweise haben wir das da. Drück mal auf Spielen, schauen wir, was passiert. Herr Vorderhalt, merci dir, du GGB bist startet und nicht so lange. Okay. Ja, gut. Ja, Ando, merci wieder ein Resub. Was ist denn da schon wieder los? Servus, ihr Bachel. Vorder! Artikel eingelagert, drücke Tab, um dann jetzt langsam, Alter. Was ist da? Wo ich in den... Okay. Ah, haben wir schon. Das ist also mein Pap. Okay, Vater. Das ist der Foodlapper Franz in gepflegter Form. Ich bin mir nicht sicher. Tu mir das Kappe, aber dann kann ich das sagen vielleicht. Vater! Hey Kind! Ja, genau. Immer, wenn mir der Pap, man, er kann mich nicht mehr angreifen, aber immer, wenn mir der Pap angreifen, habe ich gesagt so, ja. Hey, Bube! Hey Kind! Schlafst du noch? Wer tut das? Ich habe dir gesagt, du sollst morgen früh hierher kommen. Ja, ich weiß was ist mit den Jungen. Halt mal einen Papp, halt mal einen Foodlapper Franz ein wenig in der Leitung. Ah, kostet ja mal ein wenig mehr. So, aber ich komme jetzt noch weiter zum Überspringen. E drücken, okay. Sei nicht zu faul und treff mich vor meinem alten Restaurant. Heute ist ein wichtiger Tag für dich, Arbeitswack. Ich weiß es nicht, Papp. Anruf beendet. Triff deinen Vater im alten Restaurant. So, erst einmal kriege ich schon wieder einen Schlaganfall mit dieser Dings da. Mausempfindlichkeit, ja, der mir gleich mehr auf die Hälfte runter, also kriegst du einen total voll. Nein, das ist immer nur 2. Das ist immer nur 2. 0,5 Sichtfeld, machen wir mal 70. Wobei das wahrscheinlich wurscht sein wird. So, schauen wir mal. Das ist wieder Zwang! Einstellungen, machen wir 65 und 0,8. Schauen wir mal. Fortsetzen. Ja, jetzt! So! Also, ich bin dann wirklich. Ich weiß nicht, was ich in meiner Bude da so tue. Außer schlafen. Ich kann weder zum Scheißen gehen, ich kann mich nicht duschen, zum Fressen habe ich auch nichts. Ja, dann werden wir wahrscheinlich einen Putz von der Winter gefressen haben, so wie mir die so schaut. Aber Rollo habe ich. Oh, Sprenge, du hast absolut recht. Wie habe ich das übersehen können? Nice. Was ist denn. Super, jetzt haben wir es aufgehaxt. Ja, echt 3 Minuten im Spiel, wir haben es aufgehaxt! Mach das zu! Hat offensichtlich dieselben Probleme mit Menüs wie ich. I can totally relate to this. So, interagieren. Wir haben sogar von 2 Räumen schon einen Boot gefressen. Oder ist das unser Restaurant? Was ist denn das für Bude? Achso. Oh ja, da laufen schon wieder lustige Leute. Wo muss ich denn überhaupt hin? Trifft deinen Vater. Trifft den Vater von dem alten Restaurant. Ja, wo soll ich schmecken, wo das ist oder was? Hallo? Ist das der Pap? Pap, bist es du? Ein ganz schöner Wohlstandsranzen vorne dran. Schau dir mal die. Oh, ist das ein Paps Restaurant? Oh, das schaut aber gut aus, du. Schau dir das an. Und du schaust nicht aus wie mein Pap. Bist du mein Pap? Hast du eine Kappe auf oder soll das eine Frisur sein? Darf ich da mal nicht rauchen? Was hältst denn du in der Hand? Ist das der Siemens Luftwichsen? Oder oh, da schaut's mich an, jetzt könnte man schon wieder Sachen kaufen und dann Weiber anmachen. Geil! Geil! Machen wir das wieder zu? Ja. Wo ist meine Bude? Was ist das da? Korkmas Green Grocer. Oh, da kann man Zutaten kaufen. Ja, haben wir schon wieder bei der Ananas. Ja, sauber Ananas ins Kebab hinein. So, jetzt lieber nichts dazu. Da haben wir einen Butcher. Sauer Metzger. Servus, grüß Gott. Also stelle ich mir den typischen Metzgerei-Fachverkäufer so genau so, stelle ich mir den vor. Das ist gut. Ah! Da bist du ja, mein Kind. Mein Kind! Du fragst dich sicher, warum ich dich hierher gerufen habe. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich mehr gern. Ist das meine Bude oder was?
Es wird Zeit, dass du auf eigenen Füßen stehst. Ich bin hier, um dir unser Familienerbe zu zeigen. Mit diesem Restaurant wirst du der beste Koch der Stadt. Ich werde dir die ersten Schritte zeigen. Mit was ist das unser Bude da, die abgefuckte Scheißverranzte Kacke? Achso, du bist der Pap. Der gute über die Questgeber. So, hey, öffne deine verschlafenen Augen und lass uns in die Arbeit gehen. Öffne die Tür mit dem Schlüssel und lass uns sehen, was für ein Chaos da drinnen auf uns wartet. Na, bitte nicht wieder zusammenkehren, so ein Scheiß. So, servus, Chris Gott. Schaut nicht so gut aus. Ist das unser Ofen? Okay, kann ich mit Balletto machen. Mach mal Ledo. Ah, da schau ich, hat er beim Putz aber gefressen. Ist jetzt das Papp? Gehst du mit oder redest du draußen weiter oder was ist dein Problem? Nimm die Restaurantschlüssel, so. Hat der Entwickler nicht damit gerechnet, dass der Spieler vielleicht vorher schon probiert, dass er die auf dem Schlüssel hat? Ja, das macht Sinn. Restaurant betreten. Ich bin schon drin. Bin ich da? Ja, und jetzt? Was ist denn jetzt? Bin einfach jetzt eine Viertelstunde. Ja, okay. Mach das Licht an. Ja, mal sehen, wie es aussieht. Das Licht ist schon. Cool. Ja, müssen wir nochmal, warte mal. Fliege! Die schluckte zusammen! Ach du liebe Zeit! Das ist ein totales Durcheinander. Es sieht schlimmer aus, als ich es in Erinnerung habe. Das ist also dein tolles Restaurant. Das heißt zu mir, und den Schrank mit den Dogeln, Teller, den hast du einfach drin lassen. Und der Rest, was ist das? Das ist ein Familienerbe. Ist das dein Ernst? Hast mitten und dann, weiß ich nicht, wir sperren wir jetzt zu, rennen wir zusammen. Ja, die los stehen, ist wurscht. Rest, weiß ich nicht, reißen Boots oder was ist denn? Jedenfalls bin ich froh, wieder hier zu sein. Wir sollten zuerst dieses Chaos beseitigen. Ich meine, du solltest. Weißt du, ich würde dir wirklich gerne helfen, aber ich bin jetzt ein alter Mann. Aha. Den Müll in die Mülltonne werfen. Müll? Ja, haben wir schon mal da müssen. Das ist aber irgendwie komisch, wenn man das machen muss, weil das machst du in dem Spielverlauf ja einmal so. Das ist irgendwie, finde ich, kann man sich das Gameplay technisch sparen so. Aber das haben sie irgendwie alle drin. Ich frage mich, braucht's das? Was du denn die abgefuckten T-Shirts? Die nehmen wir wieder her, die einer Pfennig, gut? Eine mit dem Schund. So, was du das? Den Schmutz auf dem Boden entfernen, dabei wieder. Oh, da kommt der Schwamm wieder aus der Hosentasche rausgezaubert, freilich. So, wo ist nur ein Letten am Boden? Da ist noch was. Nehmen wir. So, und dann haben wir da noch ein Letten am Boden. Aber ja, wer weiß, wie oft das noch passiert. Wahrscheinlich passiert das auch während des Restaurantbetriebs, dass dreckig wird und Müll umeinander liegt. Gut gemacht, das ist tatsächlich ein guter Anfang. Es ist immer wichtig, seinen Arbeitsplatz sauber zu halten. Lass nun diese kaputten Wände und Böden reparieren. Was war das für ein Online-Shop, den du erwähntest? Amazonien. Öffnen Sie das Tablet. Tab drücken. Okay. Online-Shop. Das schaut nach einem fancy Menü aus. So, oder wie es ist. Das ist schon mal Oberflächen. Ja gut, das schaut ein wenig komisch aus. Oberflächen. Aha. Da machen wir mir eine Betonwand. Das schaut ja rustikal aus, das Minkkleid. Heißt's. Bye. Und jetzt? Ah ja. Alte. Achso, das sind Tapeten. 2, 3, 4, 5. Easy! Navigiere zum Reiter Böden. Boden wo? Ach, da oben. Was kostet nix? Schau mal. Das geht im Tutorial nicht. Das ist jetzt der Tutorial. Boden! Machst du Boden? Ist jetzt der da kaputt oder? Hallo Papa! Es ist noch besser als vorher. Es ist fantastisch. Jetzt ist es an der Zeit, die alten und kaputten Möbel loszuwerden. Okay. Das heißt, ja. New Material discovered. Modus wechseln. Wenn Sie die Möbel oder Stationen in einem Restaurant bearbeiten möchten, können Sie vom normalen Modus in den Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie C drücken. Während Sie im Bearbeitungsmodus ein Objekt ausgewählt haben, können Sie es neu positionieren, einlagern oder verkaufen. Sie sollten wieder in den normalen Modus wechseln, sobald Sie im Bearbeitungsmodus fertig sind, indem Sie erneut C drücken. Okay. Bearbeitungsmodus. Okay, dann haben wir in der Hand. Alte kaputt, was können wir da verkaufen? Einlagern, bewerten. Die verkaufen wir die Scheiße. Wer kauft denn die? Ja, keiner offensichtlich. Die werden einfach zusammendroschen. Okay, das ist da kaputt. Ja gut, das schaut aber kaputt aus, gell? Okay. Und das da ist noch Pfennig gut da. Was möchtest du? Dann haben wir da noch was. Ja. Okay. Ja, das Restaurant wird sauberer und sauberer. Jetzt, wo wir die ganzen überflüssigen Kram losgeworden sind, kannst du neue Tische kaufen.
Okay. Online-Shop, dann brauchen wir. Wo haben wir wieder? Einrichtung. Haben wir mehr Geld? Oh ja, wir haben 5000 Kebab. Slotti. Okay, dann müssen wir jetzt 5-Sterne-Koch sein. Okay, ja, verstehe schon. Das heißt, mir kauft man. Ja, das ist ja dumm. Ja, schau, ein 4-Platz-Tisch kostet 300, der kostet 100 weniger, als ich zweimal den kleinen kaufe. Da kaufen wir natürlich den großen. Ja, klar. Das ist ja klar. Kalaschenki. Oh ja, easy. Was haben wir da wieder? Herr Geibefisep. Achtung, Verwechslungsgefahr. Am Papp eine Spachtel versus mit dem Papp eine Spachtel. Ja, richtig. Na, Double Spachtel, Stereo-Spachtel. Was haben wir da für Farben? Was nehmen wir? Ich hätte gerne einen ganz schwarzen Tisch. Ah, das ist das einzige Schwarz, was wir haben. Das ist das dunkelste Schwarz. Nehmen wir den. Das ist ein guter. Bye. Und dann. Und was ist jetzt wieder? Na, den. Was? Ich bin doch im Bearbeitungsmodus. Was soll jetzt da? Lädt das so lang oder hat das so was? Hä? N. Einrasten, aktivieren. Und wenn ich deaktivieren. So. Das ist überhaupt nichts. Kriege ich den Tisch jetzt da nicht gerade hin, möchte ich sagen. Doch. Den haben wir da mal einen Tisch hin. Den zimmern wir hin. Und dann haben wir da noch einen Tisch hin. Oh, einfach mal gerade aus einzimmern. Ums schön ausschauen können wir uns später noch kümmern. Natürlich fehlt uns noch eine Menge. Wir brauchen eine Küchentheke. Ohne die kannst du nicht anfangen. So, Station, Küchentheke. Was ist da wieder los? Null! Der Meister, der Null. So, Schild brauchen wir auch nicht. Außenbereich Stände. E. Navigiere zum Abschnitt Theken. Einrichtung. Ah ja, das ist da unterteilt. Und dann nehmen wir. Stellen Sie eine Küchentheke auf. Das brauchen wir die da, die am besten noch farblich irgendwie dazu beißen. Dann nehmen wir Theke, nehmen wir halt die da. Was ist denn da der Unterschied? Ach, da kann man unten was rein da. Ah, okay. Ist die Frage, was brauchen wir? So, nehmen wir eine, wo man unten was rein kann. Ich meine, das ist ja unser Bar da quasi. Machen wir so, nehmen wir den. Oder mit Schubladen. Nein, ich weiß nicht. Haben die auch eine Funktion oder ist es bloß, wie es ausschaut? Kosten denn alle gleich viel? Aber er möchte von uns, dass wir den da kaufen. Kaufen wir den da. Carla? Also verschiedene geben wir die, wo ich da kaufen muss. Kaufen. So. Und jetzt halt N einrasten. Ah, okay. Und dann snappt das da so ohne. Ja, das ist gut gemacht. Das gefällt mir gut. So. Ohne zimmert. So. Stationen. Was für Station brauchen wir? Was ist denn das da? Was ist das? Schneidestation. Horizontaler Messerständer. Das ist ein Messerblock. Ja, für 500 Dollaros, das ist so klar. Haben wir so ein Schäkel, Motherfucker. Wo der wir das Ding hin? Messerhalter platzieren. Wo der man das hin? Muss man das einrasten lassen? Ich stelle mir einfach mal, ich weiß auch nicht, stellen wir es einfach mal da hin. Das kann man ja noch umbauen, ne? Okay, mein Kind, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir dir nur noch ein paar Küchenutensilien besorgen, damit du loslegen kannst. Ich möchte, dass du ein Päckchen vom Markt abholst. Der Besitzer hat es für mich vorbereitet. Der Besitzer ist ein alter Freund, den ich schon seit Jahren kenne. Du wirst ihn sofort besuchen müssen. Aha! Zum Markt gehen. Bin unterwegs. Was ist da los? Bavarian Dream. Servus. Daher, dass ich an meinem Geburtstag noch nicht geschafft habe, dass ich meine Verwandtschaft auswirft, schaue ich wahrscheinlich später nochmal vorbei. Schöne Grüße an Zukunft. Und Vergangenheitsbürger Level 23, Level 24. Den mit Level 23 und 24 verstehe ich nicht, aber den subtilen Hinweis auf den Geburtstag, den verstehe ich. Alles Gute! Später. Vergangenheits-, Zukunfts-, Bavarian irgendwas. Herr Peisker, Schluss jetzt mit der Runterneiterei! Was ist denn mit euch? Der erste Superchat bei dir, du bist einfach super, liebe Grüße, Chrissy. Hab ich gesagt, Herr Peisker? Ich habe leider das A hinten nicht gelesen. Entschuldigung, zu Mädels muss man immer ein bisschen netter sein. Aber die 24 Euro sind zu viel, das weißt du selber. Kriegst die Tröte. Kuss auf die Nuss. Ach, du hast ein Level-Up von Level 23 auf 24. Jetzt habe ich verstanden. Der Sprenger muss mir wieder die Witze erklären, was das ist. Leute, Dankeschön. Schluss jetzt. Ich muss zum Markt. Was ist denn hier für einer? Absoluter Todeshipster. Schau dir an, du schaust aus, ein totaler Trottel schaust aus. Volldepp. Kreuzbein Arnolds, Kanter, was weiß ich, du passt nicht mit Arm durchs Kreuz durch. So, wo ist jetzt der Markt? Ist das der Greengrocer oder ist das der, wer ist das? Der Basoglu. Basoglu Market. Ah, du musst der neue Chefkoch des Viertels sein. Chefkoch. Instant. Ich bin nicht mehr ein Restaurant, ich bin der Chefkoch. Dein Vater war ein großartiger Chefkoch. Ich bin wirklich froh, dass das Restaurant wieder geöffnet ist. Das glaube ich schon, weil ich dir den ganzen Tag einen Scheißrestaurant kaufe. Hier sind die Produkte, die ich auf Wunsch deines Vaters zusammengestellt habe. Wenn du etwas brauchst, kannst du jederzeit in meinem Laden vorbeikommen.
Ja, komm in da rein. So. Bist du das da unten, oder? Bist du der Dude? Bist du der gute Dude? Dude Reno? Was für Backerl, Alter? Ich sehe ja kein Backerl. Was für Backerl, Alter? Hast du vor dir gelegt, oder was? Oder habe ich das jetzt schon, oder wie? Nimm den Karton. Ich sehe hier keinen Karton. Oder bin ich schon wieder blind? Wahrscheinlich bin ich blind. Ich habe allerdings, wenn ich die Regale sehe, habe ich instant Supermarket Simulator Flashbacks. So ist es, was ich weiß. Schluss! Ich verstehe nicht. Nix Schluss. Schluss ist erst, wenn ich gegeben habe. Alles klar. Dann donate es wieder zurück. Und der Einzige, der sich gefreut, ist YouTube, PayPal und der Staat. Das ist eine gute Idee. Wo Karton? Ich sehe keinen Karton. Ach, da hast du ihn aufgelegt. Entschuldigung, ich habe nichts. Ich weiß nicht, ich habe zwei Runden gehabt. Artikel. Wir haben eine Rührschüssel, einen Spieß, Anzündholz und einen Kohlesack. Ist jetzt das ganze Zeug, das man da auch kaufen kann? Ja, okay, verstehe schon. Und jetzt weiß ich nicht, der ultimative Next Step war, wenn das Multiplayer wäre, einer spielt einen Supermarket Simulator, einer spielt ein Restaurant Simulator, einer spielt, was weiß ich was, oder den Metzger, einer spielt und jeder hat seine eigene Spielmechanik. Und dann gibt es Leute, die Sims sind und die Sims spielen und da einkaufen gehen können. Und dann sind wir im Metaverse, im Wirklichen. So, du, nimm jetzt einfach mit, das wird schon passen, geh zurück ins Restaurant, da kommen wir mit bei dir. Ja, das ist ganz schlau, das ist die beste Anordnung von Türen, die ich jemals gesehen habe, du Trottel, der Trarier. So. Ja, der Jordan schon. Falsche Nummer. Jordan, oder ist das der LeBron? Hat der LeBron 27? Ich weiß nicht. Ja, 27 minus 4. Alles andere ist total versagen. So, Papa, schau her. Ja, gehst ein wenig auf der Stelle, ein bisschen Moonwalken, ist ja klar. Gut gemacht. Jetzt nehmen wir alles aus dem Karton und lassen uns mit dem Kochen beginnen. Wie mache ich das? Alles aus dem Karton nehmen. Wie mache ich das? R, drehen, Hilfe, werfen, halten. Das hört sich doch gut an. Nehmen wir wieder. Platzieren. Okay. Oh, das geht dann einfach. Warte mal, jetzt probieren wir, ob wir das da unten rein da kann. Aha. Also haben sie da eine Funktion. Das haben wir. Oh! Sogar mit schon. Das ist cool. Ja, das. Ja. Das ist eine coole Mechanik. Das ist schön. Vor allem, wenn wir das dann da drin so. Warte mal. Kann man schon wieder bescheißen. Hab ich schon gesehen. So, nimm alles aus dem Karton. Tun wir das jetzt da so rein. Wir tun ein F aus Box nehmen. Ach, okay, ja, verstehe schon. Schüssel, Pappschüssel, Rührschüssel. So, und wo tue ich es hin? Aber, okay. Nur eine Rührschüssel, Spießerl, die haben einen Grilleiling. Ah, ja, das ist schon cool gemacht. Dass das so gut funktioniert da mit den ganzen Dingen. Anzündholz, weiß ich nicht, der haben ins Waschbecken. damit, ja, was weiß ich. Anzündholz, aber nicht viel. Nicht viel Holz drin, du. Ja, nicht viel Holz. So, jetzt kümmern wir uns Bier kann schon wieder nicht mehr lesen. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Erinnerst du dich, dass ich dir zu Hause ein Buch mit all meinen Rezepten gegeben habe? Ja, das habe ich gefressen, weil ich habe nichts. Ja, was ist. Es ist super, dass du alle Rezepte von dort auf das Tablet übertragen hast. Habe ich das? Habe ich das nicht auch gefressen? Keine Ahnung. Tablet! Speisekarte! Schauen wir mal, was haben wir da so? Und jetzt bin ich noch gespannt, wie man diese Gerichte zubereitet. Wirklich auch mit Schneiden, Mechanik und Dekorieren, Mechanik und lauter so ein Kack. Das war so wichtig. Das ist das Allerwichtigste in solchen Spielen. Speisekarte umpimmeln, das ziehen wir jetzt da so um. Also haben wir es auf der Speisekarte. Was heißt das da? Überprüfen Sie die Rezeptdetails des Rezepts. Das ist da. Was bedeutet das? Das ist ein Ein-Sterne-Menü. Was heißt das da? Das weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich das zweimal ummeziehe? Nix. Was haben wir da? Okay. Ja, gegrillt. Aktive Bestellung anheften. Da haben die ganzen Zutaten drin. Ribeye-Scheibe, Salz, schwarzer Pfeffer. Das schaut aber nicht nach einem Döner aus! Schneide Ribeye. Zur Ribeye-Scheibe hinzufügen Salz, schwarzer Pfeffer. Jede Seite grillen. Auf Teller übertragen. Grillen, schneiden. Das ist aber ziemlich fett zum Tor. Kruzifix ist aber großer Grill. Benötigt großer Grill für dieses Rezept. Haben wir den? Jetzt ist es Zeit zum Einkaufen. Ich kaufe schon seit vielen Jahren bei dem Ladenbesitzer hier ein. Obwohl die Besitzer wechseln, sind ihre Waren immer von hoher Qualität. Holen wir uns beim Metzger die Zutaten für das erste Gericht. Der Metzger wird keine Petersilie haben. Schauen wir mal. Machen wir das zu. Jetzt wenn ich da G druck. Ah ja, dann fährt die, das könnt ihr jetzt gerade ums Ausschlecken natürlich nicht lesen, aber da steht das ganze Rezept drauf, was ich tun muss. Und irgendwo, schauen wir mal.
Einkaufen. Wie in jedem Restaurant gehen die Zutaten, die Sie für die Zubereitung köstlicher Gerichte benötigen, mit der Zeit zu Neige. Durch einen Besuch beim Metzger, Gemüsehändler oder auf dem Markt können Sie die benötigten Zutaten besorgen. Okay, Metzgerei besuchen, da waren wir schon einmal. Die haben wir schon mal gesehen, jetzt passen wir auf. Da ist der Mr. Smith schon wieder, der offensichtlich jetzt in einem Motorradclub beigetreten ist. So, Engine, Butcher Shop. Was haben wir da? Da den mag ich. Ah, der ist locked, schade. So, machen Sie Ihre Vorbereitungen und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Kunden 6 bis 8 Ribeye in den Warenkorb legen. Kostet 200. Okay? Rein in den Warenkorb. Speisekarten-Tutorial. Gehen Sie zur Kasse und schließen Sie Ihren Einkauf ab. Das heißt, da steht jetzt halt... Michi, bist es du? Du hast deswegen die Sonnenbrille, auch, weil ich da sonst wieder, was ich Das heißt, gib ihm das Ding jetzt, dann kriege ich da so eine Schachtel. Okay. So, wo ist jetzt die Schachtel hin? Wo ist sie? Hab ich die da drinnen? Macht's die Tieren bitte ganz auf, dass man einfach durchlaufen kann, weil wenn ich da so mache, da. Die gute alte Bädersee. Warum immer, Papa? Warum machst du mit dir auf? Warum machst du mit dem Moonwalk? Wie in jedem Restaurant gehen die zu, das haben wir schon gelesen. Was soll jetzt das überspringen? Zum Lebensmittelgeschäft gehen. Wie zum Lebensmittelgeschäft gehen? Kann ich eigentlich, da gehe ich jetzt mit der Box, weil ich eigentlich, ob ich mehr tragen kann als eins. Lebensmittelgeschäft. Ist das da hinten das Lebensmittelgeschäft? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Der Greengrocer. Da schau her. Tomate! Ich habe euch vorher schon gewarnt. Eins. Ja, super. Moment, Tausch. Ribeye gegen 5 Tomaten. Nein, stellen wir jetzt dabei daher so. Darf ich das dabei daher legen? Das kann man doch gar nicht herlegen. Wieso kann ich es denn da hinlegen? Okay, 5 Tomaten brauchen wir. Okay. Dann machen wir so. 15. Was geht im Tutorial nicht? Achso, dann brauchen wir wie viel brauchen wir? Bädersee! Ja, gehen Sie zur Kasse und schließen den Kauf ab, ja. Okay. So. Oh! Mit Logo drauf, damit man schon weiß, was ist, kann ich das jetzt auch mitnehmen da. Nein. Oh. Verdammt. Da, warte! Ey, wehe, die Schachtel ist weg! Du Zigeunerschell, du Kreisiger. Ist das nur bei mir oder wird der Bürger manchmal grau? Weil ich kann die Farbabstimmung meiner Kamera sein, die spackt vielleicht ein bisschen. Es wird langsam Mittag und ich bin ziemlich hungrig. Ich hoffe, dass mein Kind mir ein leckeres Gericht zubereiten kann. Das weiß ich nicht, ich habe meinen Lebtag noch kein Küchenmesser in den Henker, du Trottel! Ja, jetzt warte mal, Abflug. Machen wir so. Lustigerweise kann man in den Spielen immer sprinten. So, los geht's. Und so. So. Jetzt will ich... Okay. Ein Ribeye aus der Einkaufsbox nehmen. Das ist die. Nein, das war F. Ribeye. So. Ribeye in Scheiben schneiden. Das nehmen wir da aufs Brilling natürlich. Haben wir nicht bei den Hottentoten. Nehmen wir das. Jetzt bin ich gespannt. Schau mal. Ribeye. Kann ich da jetzt... Wie genau kann ich... Wie tun das? Der tut der Haken. Ah. Der tut der Haken. Kann ich da nicht? Oh, schade. Schade. Das ist im Cooking Simulator so eine... Nein, nicht... Will ich reinstecken? So, eine Ribeye-Scheibe nehmen. Schwarzen Pfeffer auf die Ribeye-Scheibe geben. Ribeye-Scheibe salzen. Wir tun das. Wir tun das! Dann müssen wir wieder Healing. Warte mal. Dann nehmen wir... Wo ist denn Salz und Pfeffer? Ach, da. Mit mir sagen. Schön, dass man das super gut erkennt. Das ist gut. Salzen. Wie nehmen wir salzen? 1, 2. Okay. Muss man oben bleiben? Muss ich nur Ohrscheiben salzen? Was ist mit der anderen? Okay, merken wir uns. Pfeffer immer links. Okay. Legen Sie etwas Kohle in den... Okay. Jetzt habe ich kurz Gasgrill gelesen. Hätte ich mir gesagt, was? Okay, Kohlen. Okay. Legen Sie Anzündholz in den Grill. Okay. Klaus Lagerfeuer gemacht. Anzünden. Okay, warten bis die Unterseite des Ribeye, der Ribeye-Scheibe gar ist. Woher weiß ich denn das? Okay, warte mal. Ja, ist schon mal, ist schon. Was wir verbrennen unsere Spieße nicht mit Spieße auf Zeiten. Ja. Wann weiß ich denn das, wann es fertig ist? Oh, das steht dort. Okay. Ja. Zumindest ist halt sein Gesicht dieselbe Farbe wie sein Ribeye.
Weiß ich nicht, was da heute los ist. Die Ribeye-Scheibe umdrehen. Wie tun das? Wie machen das? R drehen. Oh, okay. Ja, haben wir schon soweit. Jetzt mag ich es in VR haben, wo ich umeinander werken kann. Los, wie lange dauert die Gaudi? Tu mir ein wenig reinblasen da. Los! Los! Alter, das, wenn ich auf Zeit machen muss, dann kriege ich einen Vogel. Da haben wir es jetzt, oder was? Ribeye-Scheibe umdrehen. Ist es jetzt fertig oder nicht? Es ist noch gar nicht durch schon, hin. Muss ich dann bei der Hälfte wieder umdrehen. Mit den Fingern umdrehen. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen... Oh, nein, das ist nicht. Nein, das tun wir nicht. Los, los, los. Ja, wie lange dauert denn das? Ich rauche dabei, keine Ahnung. R statt nehmen mit der Maus kann man... Achso, kann man das einfach... Ach, oh. Ups! Ja, das drehen wir um, das sagt der Button nicht. So, das nehmen wir. Nehmen Sie einen Teller aus dem Tellerschrank. Den nehme ich. Was von nehmen? Leg das mal da hin oder so. Ja, hilft nicht. Was nehmen wir für einen Teller? Nehmen wir einen guten. Der Bab kriegt einen guten Salatteller. Da, den nehmen wir den da. So, das Rüberscheibe und die Beilagen auf einen Teller anrichten. Was für Beilagen? Okay. Gekaufte Lebensmittel, dann machen wir so. Dann machen wir Tomate. Was machen wir? Die Rübe. Petersilie, da! Das ganze Stahl auf. So, ein paar da! Oh, das kann man schon so machen. Da! Platz, muss klar! Da kannst du Stahl und Petersilie fressen, du Trottel! So, die Rüberscheibe und die Beilage, das ist bei sowas, das müssen wir lang. Auf Teller übertragen, Rüberscheibe, grillen, Tomate. Wollen wir die nicht zuerst hackeln? Jetzt warte mal. Dann machen wir so. Aha. Okay. Das ist wieder zurück aus. Tomate, grillen. Und da, achso, da steht grillen und dann schneiden. Ja, dann legen wir die geschnitten wieder weiter her. Nehmen wir nur Tomate raus. Oder warte mal. Tomate, grillen. Hat's geheißen? Hat's geheißen, ich soll die Tomaten grillen? Was lernen Sie schon wieder? Willkommen, edler Birkster. Seit 5 Jahren und noch einen Tag schaue ich eure Videowerke und vor allem eure Livestreams. Nun ist es an der Stunde, euch ein kleines Etwas zurückzugeben. Verneigte Grüße aus Salzburg. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Kuss auf die Nuss, da sage ich nichts, wenn es ein goldener Rahmen ist, weil es heißt ja Österreich und nicht Österarm. Kuss auf die Nuss, schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. So, muss ich jetzt warten, bis. Ist jetzt die ist doch jetzt grillt, oder? Die ist doch gut. Da, die ist doch gut. Schneiden, Tomate, die schneiden wir jetzt her. Gib ihm. Komm. So. Ist die jetzt gegrillt? Tomatenscheibe, die ist auch noch warm. Jetzt mal so, machen wir so. So, schneiden, zum Teller hinzufügen. Tomatenscheiben, Petersilienstück mal 2. Nehmen wir das da, müssen wir auch schneiden, oder schneiden wir alles auf einen Bredel, du, das ist so, oh. Du schneid jetzt! Was, du leg das da so hin, weil es eh wurscht ist und tu mir das her. Wieso frisst denn das nicht? Muss man da, kann man die nicht zerhackeln? Was ist da los damit? Das da, legen wir da her. Ein Stück nehmen. Kann ich das nicht? Hm. Das kann ich nicht schneiden! Petersilienstück mal 2. Petersilienstück. Dann wir das wieder in die Schachtel legen. Ach, ich muss da mit... Jetzt. So. Aha. Aha! Jetzt! Auf der Serviertheke wird die Präsentation Ihrer Speisen abgeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass ein Gericht auf Ihrer Speisekarte steht, bevor Sie es auf die Servierkarte legen, Theke legen. Die Bedienungstheken bewerten Ihr Gericht nach verschiedenen Kriterien. Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, können Sie das präsentierte Gericht jederzeit wieder entfernen. Auf diese Weise können Sie sich vor der Eröffnung vergewissern, dass Sie das beste Ergebnis erzielen. Kriegen wir mich schon hin? Nehmen? Nein, nicht nehmen. Weg damit. Ach, okay. Muss ich nur mal ins Rezept anschauen. Wie soll es denn ausschauen? Petersilie muss ja aus Fleisch auf, wie du Depp. Und wie viel? Petersilienstück? 2, dann machen wir so. Und wo muss ich sehen, das der wir dann nehmen. Wenn das nicht gut ausschaut, weiß ich auch nicht. Heiß servieren. Ist das alles noch heiß? Weiß ich nicht. Ribeye-Scheibe ist auf alle Fälle noch warm. Petersilie muss nicht warm sein. So, jetzt Serviertheke. Wo ist die Serviertheke? Deine Mama ist eine Serviertheke. Gehen wir da her.
Muss man so gegrilltes Fleisch servieren. Was? Backen? Wie backen? Oh, verkocht und kalt. Was jetzt? Was? Verkocht oder kalt? Du Trottel! Ja, Pap schmeckt's schon, eh? Wie schaut's aus, Pap? Hast du da auch wirklich mein Essen so wie es auf? Der hat tatsächlich das Essen genau so da steht, wie es ihm aufgelegt. Das ist schon geil. Essgeräusch, ja, da will ich gar nicht narisch. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber interagieren. Er winkt. Brauchst du? Nach jeder guten Mahlzeit gibt es natürlich eine unangenehme Phase, den Abwasch. Leider kann man da nicht viel machen. Achte darauf, dass du keine dreckigen Teller herumstehen hast. Ab in die Spüle. Kriegen wir. Oh, da ist Kohlen. Die Kohlen sind. Oh. Moment mal. Ich hab doch das scheiß Ribeye allein schon für 200 gekauft und ich krieg pro fertigem Gericht 100. Manni steht der Peter Zwegert, der baut draußen schon seine Flipchart auf. Ne? So, Arschbein! Oh, ja, und jetzt? Okay. Ah ja. Wenn die Gäste mit dem Essen fertig sind, sind ihre Teller schmutzig. Sie können sich vorstellen, dass andere Gäste nicht von diesen schmutzigen Tellern essen wollen. Das werden Sie dann schon sehen. Sie können die schmutzigen Teller in der Spüle sammeln oder sofort spülen. Vergessen Sie nicht, die Teller wieder zurückzustellen. Wie du vielleicht weißt, hängt es von vielen Faktoren ab, wie gut du ein Restaurant führen kannst. Du kannst vielleicht gut kochen, aber du musst auch schnell sein. Und du musst immer auf die Hygiene achten. Ja, das werde ich dann schon verzeihen. So ramm du erst einmal das Klump da in den Schubladen und wie schaut's denn da aus? Sag einmal. Ha? Wie schaut's da aus schon wieder? Fix! Für was brauche ich überhaupt die geschissene Schüssel da? Du mit Petersen eingeworfen. Tomaten. Da haben wir Tomaten rein. Da. Oh. Hoppala! Haben wir wieder bei der guten neuen 5-Sekunden-Regel. Ah! Warte mal, wir können auch mal was probieren. Ich kann mal, warte mal. Kobi! Ah, fast. Warte mal. So viel zur Hygiene. Die mehr wir so lange nicht auf, bis ich da weiterrief. Ah! Das war knapp. Das war ein knapper Teufel. Warte mal. Ja! Hinten da geworfen. Entschuldigung. Teufelt mir so ein. Hoppala. Ausgefallen. Ausgefallen. So. Was ist das für eine Schüssel, wenn ich da keine Tomaten reinlegen kann? Okay, Wurst. Deppert die Kackschüssel. Die haben wir jetzt da ein. So. Weiß ich nicht, kann man das irgendwo, brauchen wir Regale oder was weiß ich, was wir brauchen. Und wir stellen es einfach da unten ein. Und ziehen wir es da unten raus. Ja, werden wir schon sehen dann. Da wieder aufs Brill laufen, das war die sogenannte 4-Stunden-Regel. Passt. So, ich denke, du hast die Grundlagen ziemlich gut verstanden. Jetzt kannst du einen Anfang machen und dich nach und nach vergrößern. Jetzt dreh das Schild um und lass die Leute wissen, dass du bereit bist, sie zu bedienen. Bruder, ich hab noch ein Ribeye-Steak. Wen soll ich denn mit dem bedienen? Da muss ja zuerst nur einkauft werden, oder nicht? Oder muss ich das bloß einmal kochen und dann ist das für den Tag heute gekocht? So. Und das bin ich aber nicht sehr zufrieden. Das hat er mir aber auch gesagt, dass ich das ändern kann, gell? Das ist auch klar. Na gut, schauen wir mal, was passiert. Okay. Restaurant öffnen, schließen. Sie können Ihr Restaurant für Kunden öffnen, indem Sie mit dem Schild interagieren. Nachdem Sie das Schild umgedreht haben, können Kunden Ihr Restaurant betreten, halten Sie Ihre Vorräte besser bereit. Ja, wie viel brauche ich? Ich weiß ja gar nicht, wie viel. Jetzt gehen wir mal noch mehr und kaufen wir. Brauchen wir noch mehr Ribeye Steaks. Tomaten haben wir, glaube ich, genug, aber das da brauchen wir halt noch mal. Da brauchen wir mindestens 2. Da brauchen wir 6 bis 8 Kundschaften. Das heißt, ich brauche 2, 4, 6, 8 Ribeyes. Also, beziehungsweise 4 Ribeyes. Kaufen! Das erklärt er da wieder nicht. Ja, dann lass er die Eiskalt auflaufen. Haben wir keine Kacknoobs nicht, du. So, kann man das da unten reinstellen? Ja, das ist ein Ribeye-Lager. Und das ist einfach unser Dings. Oder nehmen wir das? Ist da haben Getränke drin wahrscheinlich. Haben wir da ist Coin drin. Jawohl. Geschissene Schüssel brauchen wir nicht. Und der Rest passt. Ja gut, dann drehen Sie das Schild um. Machen wir so. Und schauen wir, was passiert. Geschafft! Vergiss nicht, deine Speisekarte zu erweitern und denke daran, dass du jederzeit Mitarbeiter einstellen kannst, die dir helfen, wenn du alleine nicht mehr klarkommst. Viel Erfolg! So, servus! Dein Wohlstandsranzen sagt mir 4 Ribeyes, bitte. Du möchtest ja das muss ich dir jetzt kochen, oder wie läuft der Hase? Du holst... Hä?
Ist jetzt der da, oder? Oh, wir das Tutorial wegklicken müssen. Wieder ist zwingend Salz um, oder was? Du horklige Sau! Oh nein, muss ich mir die scheiß Essgeräusche... Das ist... Oh, leck, das ist der Torture Simulator, Alter. Muss ich mir jetzt mal eine Drecksfresserei hören? Was möchtest du von mir? Was möchtest du? Ankassieren. Das nehmen wir. Sagel die Ei. Dellen. Ah, ich muss jeden nur... Echt? Der Unbreakable. Ah, easy, oder? Oh, was hab ich denn jetzt da? Jetzt bin ich mit der Maus hängen geblieben. Ah, so, den kann ich nie wieder aufklappen. Das macht Sinn. Oh. So. Ah. Kirby! Ja, easy, Alter! So, was ist mit euch? Wir haben da wieder vor die Eingangstür hingeschissen! Du mit deiner Postos! Alter, schau, Alter, du hast die Hosen... Arsch frisst Hose, Alter. So, was genau ist denn euer Problem, wenn ihr da eine Viertelstunde lang umeinander steht? Was... Ich versteh's nicht, was habt ihr für einen Schlaganfall? Haben wir keine Zutaten? Oder haben wir keine... Was? Ich check's nicht. Ribeye mal 4. Ja, Moment. Hä? Ach, ich muss das da kochen und da drauf da und von da holen. Ach so. Ach so. Und währenddessen laufen die da behindert umeinander wie die... Ach so, okay. Ja, da müssen wir... Oh nein, der Ofen ist aus. Okay, jetzt wird's stressig. Entschuldigung, jetzt ist es ein wenig stressig. Entschuldigung, wir haben eigentlich geschlossen. Bitte halten Sie die Schnauze. Bis spätestens Tag ein. Ich tue jetzt einfach. Keine Ahnung. Einmal kochen, 4 Portionen. Jetzt habe ich schon verstanden. Das war ein bisschen... Ah, ich bin schon dabei. Sitzen Sie alle hin, ich bin gleich, wir haben es gleich. Wir haben dabei ein paar Tomaten, die haben wir hergestellt, die müssen wir auch grillen. Grillen. Da. Petersil. Da. Petersil. Ah. Teller. Ist da mir wohl nicht mehr Schüssel oder was du treibst. Und da so her. Easy peasy. Und dann bei der Hälfte. Wir drehen es genau bei der Hälfte, drehen wir es um. So, was ist? Rübeischeibe, umdrehen. Ja, das schaut gut aus. Tomate. Bitte Tomate. Das sieht man doch an. Das sieht man doch an. Oder? Tomate. Oh, das wird zeitgleich. Oh, die schauen gut aus. Aufgeschissen auf dem Teller. Aufgeschissen auf dem Teller. Was schauen wir da? Das ist auch fertig. Aufgeschissen auf dem Teller. Zweite Petersilie. Oh, geht das schnell. Schau dir das an. So, servieren. Gib mir. Was Zutaten? Ja, wir haben das Ribeye nicht gesalzen. Ah! Okay, ja, beim nächsten Mal dann. Ja, hast du einen Schwanz im Maul, ne? Du hast VR-Brühe. Was ist mit dir? Ja, steckst da. Was nicht. Das ist die sogenannte Hand-to-Eye-Coordination-Methode, um zu messen. Muss man wissen. Muss man. Was? Wer wirft mir einen Müllsack von draußen rein oder was ist denn mit ihm? Der Tag ist dabei, räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Ich habe vorher gemeint, die hauen mir. So, Kirby! Oh, der war zu kurz. Du, der war zu kurz. So, Wash. Da kann ich jetzt oben bleiben. Und dann, ach, muss ich das alles so einzeln. Ach komm, leg mich. Okay, weiter. Was? Schmeiß weg das Gemüse. Was für Gemüse? Schmeiß mir nicht weg. Ach so, ich kann da alle. Ah, okay. Macht er dann wenigstens alle nacheinander die drinnen? Okay. Okay, lass mich halt wenigstens die Teller stacken. Okay, was? Muss ich jeden einzelnen Teller da reintragen? Bin ich da scheiße aus? Teller? Ja, weißt du schon. Wo ist denn eigentlich der andere? Irgendein Teller feit doch da, oder nicht? Nur eine 9 von 10. Wo ist denn wo ist den anderen hingepfeffert? Zeigen muss noch in den Kühlschrank. Ist das da allgemein der Kühlschrank, oder was? Tun wir das da einer so? Ja, das ist ja okay. Das ist okay und unten der mit Kisten rein. Ja, aber er ist schon. Er ist gut gemacht bis jetzt. Für was, dass ich die Spieße und Schüsseln kaufe, das was kein Mensch nicht, aber ist gut. So, Fleisch. Haben wir da einer? Kann man das dran? Ah, oh. Ja. Na, was? Oh, so. Und dann.
Einfach einpfeffert. Nehmen wir das. Warte mal, kann man das. So. Ah, ja, was ist denn das für ein Drehmetone? Oh nein. Na, so haut's nicht. Ja, dann müssen wir es so machen. Müssen wir ein bisschen umeinander glitschen, das hilft nicht. So, das schaut gut aus. Das schaut ihm gut aus. Haben wir so viel Kohlen verschissen. Da hat er empfehlen, schon fertige Teller anzurichten und im Kühlschrank zu lagern. Dann ist aber das Essen kalt. Glaube ich. Es ist ja, ich richte einmal den Teller her. Jetzt machen wir noch ein zweites. Habe ich jetzt eine Zeit, wenn der Tag vorbei ist und ich mich nicht stressen muss, habe ich jetzt Zeit, eine zweite Speise her zum Richten. Offen. Was heißt denn da 100 Grünpfeil nach oben? Wir können da einen Preis ändern. Aber wir haben ja noch eine Kochmeisterschaft, haben wir 0. Da herum ist unser Level, wir brauchen erst Level 3, dass wir die zweite Speise überhaupt machen können. Und dann kriegen wir eh schon 3 neue Speisen dazu. Tomatensuppen, Gickelhaxen und Pommes. Ja, hab's schon verstanden. Was haben wir da? Okay, das sind also Spezialgerichte und das ist einfach alles. Okay. Wir können nicht den Preis ändern, oder ist der einfach festgelegt? Hauptgerichte, das war noch geil, wenn ich das jetzt selber. Wenn es fällt immer Preise erhöhen auf 200. Da hätte ich gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich kann da nichts klicken. Jetzt nehmen wir mit das da weg. Oh, die Speisekarte kann nicht geändert werden, solange der Tag. Achso. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht gelesen, wie man einen Tag ändert. Muss ich zusperren oder was? Okay, der Tag ist vorbei, räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant den Tag ausklingen. Ja, okay, verstehe. Machen wir so. Ja. Das bleibt dann noch so. Steht da noch irgendwie, wie oft dass das noch genommen werden kann? Also, der eine hat davon gegessen, also haben noch 3 drin. Das heißt, die Kundschaft geht zu dem Servierding hin und kann sich da 4 Stück holen und ich muss währenddessen nachkochen. Das war jetzt aber eintönig, ganz ehrlich, wenn ich jeder Kundschaft das eine Ding da kochen müsste, dann kriegst du einen Vogel. Das ist bei so was. Die versucht so, geil, oh ja, Birger, lass knistern von Feuer, damit schlafe ich immer besonders fein. Franziska, mir ist wieder 5. Kurze Frage, wo ist mein Trophäe von vor 4 Jahren? Muss ich kurz überlegen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß nicht mehr, was vor 4 Tagen war. Jetzt kommst du mit vor 4 Jahren daher. Ich weiß nicht, Franziska, das muss man besser erläutern. Herr Buch mir jetzt für einen Reset. Plötzlich Franziska in der Haus. Franziska, oh, nur ein nice Mitglied, hallo! Welcome to the Squad up in den Chat, was das ist. So, jetzt passen wir hoch. Machen wir so. Ach, der weiße Sprenger schreibt, der weiße Balken oben. Ja, das hätte man besser darstellen. Aber das ist mir jetzt nicht auf. Ich habe eigentlich irgendwann einen Grafikfehler. Aber gut. Ja gut, passt. Müssen wir sonst noch irgendwas machen? Eigentlich nicht. Was jetzt darf mich interessieren, solange der Ding noch läuft, kann ich noch eins kochen. Tu mir hier. Machen wir so. Ja. Machen wir so. Kann ich jetzt da noch eins herrichten schon für morgen? Ist die Frage. Machen wir so. Dann nehmen wir Salz. Wie oft müssen wir? 3-mal? 1, 2, 3. 1. Salz da. Pfeffer. 1, 2, 3 der Pfeffer. 3 der Pfeffer. So, und dann pfeffert man das noch sauber da. Ah! Wie ist schön brutzelt. Schau. Oh, da müssen wir noch einen herschneiden. Die können wir nämlich gleich mitgrillen. Die werden morgen nicht mehr warm sein, nehme ich an. Ach, da kommt nur einmal Tomatenstiegel raus. Aber kann man die auch mit F nehmen? Nein. Ja, halt, stopp, da steht Tomatenscheiben, 4-mal. Kann man die noch mit klar schneiden? Nein, kann man nicht. Wieso? Ja, das gefällt mir nicht. Oh, umdrehen, bevor es verbrennt, das ist natürlich nichts. Das probieren wir jetzt einfach, ob wir das heute schon vorbereiten können und morgen dann immer noch funktioniert. Das würde mich jetzt interessieren. Bittersee! 1, 2, tut mir noch ein Bittersee außer. 1, 4 brauchen wir. Machen wir noch einen Teller. Ja, machen wir gleich 2 gleichzeitig. Ribeye ist fertig. Ribeye! Tomatal! Ja, wir haben bloß, warte, müssen wir nur Tomaten herschneiden. Das hilft uns nichts. Aber jetzt bringen wir mal das hin und schauen wir, wie das anschneidet. Machen wir so, wenn es überhaupt noch geht. Da!
dum, 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 dum. Ja, dann stellen wir es in den Kühlschrank, geil, safe den nicht. Da so. Probieren wir das, bringen einen Tipp aus. Oh, wir müssen noch Tomaten erschneiden. Tomaten, schnell, 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 schnell. Brauchen wir 2. Ich habe eigentlich gehofft, dass da mehrere Tomatenstücke rauskommen als eine Tomaten, nicht bloß eine. Das hilft jetzt nicht. Die Ribeye-Scheibe, wird die langsam eigentlich kalt oder bleibt die so? Mal schauen, der dunkelbraune, der dunkelrote Balken ist so die Hitzen, glaube ich. Schau mal, du hast das Gericht schon in der Auslage. Ja, das ist jetzt so die zweite Vermutung, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Eventuell kann man nicht das gleiche Gericht mehrfach da reinlegen. Es darf aber nur einfacher machen. Was tue ich denn eigentlich, wenn jemand kommt, ich habe dann 4 Gerichte freigeschaltet und einer möchte eins, was da nicht aufpasst? Muss ich dann die ganze Bude mit dem Buffet ausrichten oder was? Machen wir diesen hier, dann machen wir diesen hier und dann machen wir diesen hier. Und dann nehmen wir das auch in den Kühlschrank einpfeffern. So, unten im Boden habe ich, damit nichts fällt. So können wir Tratzen leicht an und dann sperren wir zu. So, der Ofen ist aus. Kann man nur einkaufen. Das probieren wir jetzt schnell. Kann man nur einkaufen. Ja, können wir für morgen schon mal einkaufen. Das ist gut, das ist gut, das ist wichtig. Ja, jetzt bin ich so komisch blau, gell? Das ist komisch, wenn man die ganze Ding so rein so strahlt. Was ist das? So, Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5 Tomaten. 1, 2, 3, 4 Petersilie. Wir brauchen viel mehr Tomaten, nicht? Nehmen wir mal 6 Tomaten, 8 Tomaten, 4 Petersilie. Das kannst du ausgehen, grob. Das sieht gar nicht aus, wenn nehmen wir das mit. Tragen wir es gleich mal um. Messer im Kühlschrank. Wie? Mehr Anrichten kaufen? Das habe ich mir schon gedacht, aber irgendwann ist das ganze Restaurant nur voll mit Anrichten. Das ist ein eigener Kass. Ja, das passt schon noch einig. Irgendwie haben wir da das Messer eingelegt, warum auch immer. Jetzt gehen wir noch zum Metzgersmann und kaufen uns noch ein Ribeye oder 2. Dann kann es losgehen. Ah, du bist überhaupt nicht der Metzger, du Trottel. Ah! Was? Bleib nicht hängen. Kann ich springen? Dann kann tatsächlich springen. So, gehen wir. Tut mal 2 Mal Ribeye her. So, noch schnell. Servus, für gut. Ah, jetzt gehen die Ribeyes über die Theke, du! Wieso machen wir es richtig? Das werden 98%. Ja, lass mich raten, ich hab die Schachtel vergessen. Ups. Das Grünzeug kostet eh nichts, das ist wahr. Ah, scheiß Beine, mit denen ich verdienst das Geld. Ah, mit dem wo hab ich. Nein, du bist ja wieder nicht der Metzger! Birger, wo rennst du umeinander, besoffener Und was ist überhaupt mit Kebab? Ich sag überhaupt kein Kebab nicht. Da, gib mir jetzt die Schachtel jetzt da. Die Schachtel musst du schon mitnehmen. Kohlen und Anzünder kaufen. Brauchen wir auch noch, richtig. Kohlen und Anzünder. Oh, schau hier, da passt richtig viel rein in die Scheißbude. Passt schon, passt schon. Aber der links noch kann das dran und auf alle 4 Seiten kann der Logo drauf sein. Das war toll. So, brauchen wir 4 Sageln Kohlen. 4 Sageln das. Was kostet die Scheiße? 140 kostet eh nichts. Nimm gleich 10 mit. Brauchen wir sowieso. Hallo, haben wir Kebabhaus. Bruder Kebabhaus. Servus, habe ich die Ehre. Du kannst deine Kohlen zählen. Und ich auch. So, mach auf jetzt die Bude. Das rein wir schön brav in den Schubladen und da wo es hingehört, der Schund. Machen wir so. Sehr schön. So, gefällt mir das? Die haben coole Mechaniken mit das da und da rein und so weiter und so fort. Das gefällt mir gut. So. Und dann kann man das da, der Tag ist vorbei. Räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Aber wie schließe ich, das ist ja schon geschlossen, oder nicht? Weiß ich nicht so ganz, was ich tun muss. Interagieren. Was ist denn eigentlich da hinten? Haben wir noch gar nicht hingeschaut. Die hauseigene Gummizelle offensichtlich. Ich denke mal jetzt in Preis an, dass ich jetzt einen Preis anpasse. Oh, ich muss den Kühlschrank zumachen. Kann ich jetzt einen Preis anpassen? Nein. Nein. Escape. Spiel fortsetzen. Ah! Tatsächlich! Der Russe meines Vertrauens! Ich bin der Einzige, der Ahnung hat! Da! Auf Escape, Tag beenden und da kann ich einfach, was, fuck you, ich geh nach Hause. Fickt euch, Leute, ich geh nach Hause! Den Tag beenden. Gegrilltes Fleisch. Oh, neues Level. Aha, aha, aha. Ja, also richtig geil abgeschnitten haben wir nicht. Was ist jetzt das da? Achso, das ist jetzt die Bewertung, die ich so kassiert habe für. Was ist das da? Also, warum kann ich da interagieren? Ja, das wären. Handy, ich weiß genau, was da los ist. Das ist das Geile. Seit fast auf den Tag genau befasse ich mich seit 2 Monaten mit Unreal 5 und bin mit meinem eigenen Spiel schon relativ weit. Und weiß genau, was die Probleme sind und wie das gemacht ist da. Ich finde es auch lustig, dass nicht bloß ich den Stress. Das ist gut, dann weiß ich, dass ich nichts falsch mache. Überspringen! Was überspringen? Ist die große Frage. Überspringen. Tägliche Einnahmen 500.
Tägliche Ausgaben, ja gut, wir haben einen Einkauf für die Sau. Servierte Gerichte 5, da geht mehr. Da waren noch viel Leute drin, das waren noch nicht 6 bis 8, das waren noch viel mehr. Was ist da? Schlafi, automatische Einnahmen? Was in Gottes Namen sind denn automatische Einnahmen? Und Kundendoppelpunkt nix. Das check ich jetzt nicht ganz. Der Russe steht zu Dienst alternativ, läufst zu dem Haussymbol und legst dich ins Bett. Also in mein Zuhause und druck aufs Bett. Ja, wieso soll ich denn das tun? Aber danke für die ausführliche Auskunft, haben wir wieder was gelernt. Neuer Tag! Bevor wir jetzt aufsperren, da waren wir auch jetzt mal wieder drin. Ich kann mir halt vorstellen, dass du dir irgendwann, weiß nicht, ob das schon im Spiel ist oder nicht, ist ja scheißegal, dass du dir dein Zuhause einrichten kannst. Oder kann ich das jetzt schon? Das probieren wir jetzt schnell mit einer Tapeten. Pass auf, Einrichtung. Oberflächen, jetzt nehmen wir mal ein beruhigendes Blau. Und wenn ich da jetzt sehe, man kann sogar sein Zuhause schon herrichten. Und kann dann wahrscheinlich, was gibt es da sonst noch so, Stationen, Oberflächen, Einrichtung, ja, kann ich mir dann einen Esstisch daheim einstellen oder was? Ja, und Lampen und Pflanzen und, was ist das da? Ein Aircondition. Und Bänke und so weiter. Ein Badwanne? Also für zu Hause ja, aber wieso sollte man das ins Restaurant einstellen? Gut, ich habe hinten auch ein Bad. Bei uns, Entschuldigung, bei uns scheißt man im Bad an. Ein Schädel kann ich mir auch noch aufzimmern. Schon hin. Oh, wer ist er? Oh, wer bist denn du? Mein Zwillingsbruder schon hin. Der Master! Sieh an, wir haben einen neuen Chefkoch. Dieses Restaurant kenne ich wie meine Westentasche. Du musst sein Kind sein. Aha. Das Restaurant hat mir auf die Welt geheibet. Du trittst zwar in die Fußstapfen deines Vaters, aber ende nicht wie er. Wenn du glaubst, dass es einfach ist, werde ich dir ins Gesicht lachen. Wir hatten das wieder übersetzt. Alter. Wir werden sehen, ob du die Anforderungen dieses Jobs erfüllst. Im Moment bist du eine Verschwendung meiner Zeit. Was es dir gleich gibt, du kriegst gleich eine umdrehte Lutenscheine, du Penner. Zuerst musst du eine gute Bewertung von der Gourmet-Behörde bekommen und dann bin ich vielleicht bereit, mich dir zu stellen. Wenn ich in der Stimmung dazu bin. Haha! Wer weiß, wenn sie verpisst, weil er sonst deine Kniescheibe außerhau. Du Trottel, du Saufotzengrober. Viel Glück, Neuling, wenn das möglich ist. Hau ab! Was ist das? Die Feinschmecker sind die Lebensmittelrichter, die du überwinden musst, bevor du dich dem Meister stellst. Sie haben alle unterschiedliche Anforderungen. Geh mir nicht so nah am Gesicht vorbei, du Hurensohn. Um von einer Feinschmecker eine gute Note zu bekommen, musst du zuerst die 3 Gerichte beherrschen, die sie verlangen. Wenn du dich bereit fühlst, kannst du sie in dein Restaurant einladen und versuchen, sie zu schlagen, indem du das spezielle Rezept zubereitest, um das sie dich bitten werden. Auch wenn du beim ersten Versuch nicht bestehst, kannst du sie später wieder in ein Restaurant einladen. Das ist cool. Das erinnert mich ein bisschen an Ratatouille, wo der andere kommt und der bewertet dann dein Zeug und das sind spezielle Gerichte, die du machen musst und der dann sagt so, hey, das ist gut, nein, das ist nix. Ich werde dir in deiner Kindheit. So, sie mag Kuchen, er mag, weiß ich nicht, Tacos und der Mexikomann mag, zum Beispiel das, was ist mit dir, Alter? Warum stehst du mir im Gesicht drin umeinander? Was ist los mit dir? Ja, okay, kriegen wir hin. Was ist mit dir? Kannst du dich bitte was ist, warum, ihr zieht sich, ich voll Idiot, das ist schon mal gesagt. So, jetzt pass auf. Wir haben, ja okay, das, ich habe nichts gedruckt, den hat er jetzt automatisch genommen. Okay, unser Essen ist da noch drin, das schaut eigentlich gut aus. Den Teller waschen wir gleich ab. Sauermüll, gleich. So, irgendwo fallen noch 2 Tellern. Ich weiß nicht, wo die wieder hinkommen haben. Haben die jetzt Broa oder was ist mit denen? Ja, müssen wir wieder zusammenrammen. Das schaut gut aus. Den habe ich vorher total übersehen. Das liegt wahrscheinlich schon die ganze Zeit aber noch, das Graffi. Ist nicht irgendwo ein Letten am Boden? Haben wir Letten am Boden? Nö. Ja gut, dann würde ich sagen, außer aus dem Kühlschrank damit. Petersilienstück, Tomaten, das bleibt. Oh, aber die haben kalt, oder? Ja, die haben kalt. Scheiße. Jetzt ist die Frage, was passiert. Servieren wir das jetzt einfach mal? Was sollen wir machen? Na, eine Speisekarte erstellen, um das Restaurant. Ach, ich muss. Okay. Ich muss für jeden Tag eine Speisekarte erstellen. Kann maximal 10 Gerichte drauf da. Jetzt. Und die Kundschaft, die kommt, verlangt natürlich nur nach Rezepten, die auf der Speisekarte stehen. Okay, das macht Sinn. Jetzt sind wir beieinander, haben wir es schon. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, kannst vergessen, es ist nicht verkocht und kalt. Wie kann ich das jetzt zurücknehmen? Der hat zu mir gesagt, ich kann jetzt das wegtun. Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich es nochmal machen. Wie? How?
X entfernen halten. Zack. Das heißt, das ist für den Arsch. Okay. Teller eingeschrieben. Ja, dann können wir das auch gleich wegschmeißen da. Oder? Wie kann ich das machen? Warte mal. Ich serviere so. Aber bei uns im Restaurant serviert man übrigens so. Kobi! Da frisst du Trottel! Ja, nehmen wir, es wird wahrscheinlich im Arsch sein. Helft eine, was soll ich machen? Da aber Zutaten sind Picabella. Entfernen, halten. Jetzt müssen wir nur mal einen aufkochen. Ja, Kruzifix, warte, Kobi. Easy. So, gut. Dann aus Box nehmen. Das brauchen wir. Ein Tomatal braucht man. Und zweimal Petersil brauchen wir. Mehr brauchen wir eh nicht. So. Ribeye. Schnipseln. Mach's halt warm. Fleisch nur mal auf dem Grill vorher. Ja, dann verkocht's auch. Ich kann mir vorstellen, dass beim nächsten Mal probieren wir's. Kann funktionieren. Ich glaube allerdings, dass der rote Balken, der Hitzebalken, dann weitergeht und dann ist nicht bloß verkocht, sondern verbrannt. Also, einmal ist wahrscheinlich zu kalt, drüber hinaus, einmal durch ist verbrutzelt oder verkocht und nochmal einen Balken drüber hinaus, dann wird's schwarz, wenn wir es schon gehabt haben. Jetzt machen wir so. Dann kann man eigentlich die ganzen scheiß Tomaten schon einmal herschneiden. Mit Tomaten. Ja, brauchen wir mindestens 6 bis 8 Kunden. 4 Stück haben drin, das heißt, wir brauchen maximal 2. Das machen wir jetzt so. Eingeschissen. Das Ding können wir sowieso auch da herlegen. Sagt man irgendwie, ob das Zeug kaputt geht oder so? Stück nehmen. Und bitte sei breit in den Kühlschrank einlegen! Würz nicht vergessen! Du bist der Jackson? Du sagst es. Ich hätte die Eiskühle wieder vergessen. So, was ist. So, Kohlesack! Rein mit den Kohlen! Rein mit den Kohlen! Nein! Müssen wir wieder so einstellen. Hilft nicht? Muss man da oben? Ja, jetzt Zeit. So, rein mit dem Holz! Anzünden den ganzen Bums! Steak! Wir braten mal bloß eins. Oh, Tomate! So, los geht's. Wenn der Balken genau bei der Hälfte ist, drehen wir es um. Und bei den Tomatoes weiß ich nicht, wann die fertig sind. Wahrscheinlich, wenn noch einmal durch ist. So, wo ist denn ungefähr die Hälfte? Ungefähr da. Umdrehen. Ah, es zeigt's eh an. Ich verstehe. Nein, ich hab's nicht gesalzen! Nein! Kann man das nachher noch salzen? Ich werd's probieren. Ich probier's nachher zum Salzen. So, haben wir. Oh, einen Teller haben wir auch noch keinen. Oh, Scheiße. Oh, aber es ist unter Decken eingeworfen, ich weiß nicht. Das nehmen wir. Kruzifix, ich hab vor 4 Sekunden noch gesagt, wir müssen was würzen. Dann drehe ich mich um und würze nicht. 2, 3. Ja. Du, das geht ihm dann noch einer, das hab ich gewusst. 3, so, passt schon. So, hier, Petersilie. Drauf, Xemen, los geht's. Abflug. Zack, servieren. Gib 100. Ah! Picobello! Schließen! Öffnen! Kommen Sie rein! Ja, sehr gut! Du schaust mir an, als hättest du richtig hart Bock, aber richtig geil Steak, du! So, mir riecht mir das nächste Steak schon mal her. Keine Zeit zu verlieren. Das hätte ich gern. Ja, ich gern! So, guter Mann, wir schauen mal aus. Gibt einen Daumen nach oben? Ja, er ist sehr zufrieden. Petersil hergeschissen. Teller hergeschissen. 1 Teller. 2 Teller. Bist du fertig oder was? Kassier dich, okay. Servus, für Gott. Kobi. Ah, easy. So, was mit dir? Du kannst sagen, oh, wer hat man jetzt da wieder einen Träger einfach mitten vor die Haustür hingeschmissen? Was ist mit euch? So, mal. So, die Hälfte ist schon fort. Können wir gleich ins Kochhof an. Hier, Ofen. Den haben wir auf. Jawohl. Wird schon. Alter, das ist ja der pure Stress. Ich brauche für jetzt Ribeye Steak, brauche ich einen Sackel Kohlen. Da haben wir fertig, ja. Servus. Oh, ich hab Osterei. Warum hab ich ein Osterei? Okay, das stellen wir da her. Das weiß ich nicht. Kobi! Oh, hab ich gefallen. Hammer. Oh, jetzt gehen wir dann gleich Teller raus. Das ist alles, was ich weiß. Tu mir Teller.
Ah, ich bin überfordert! Ah, nein! Ah! Verbrennt! Verbrennt, fast verbrennt. Okay, ich bin unterwegs bei der... Oh mein Gott. Okay, jetzt weiß ich, warum wir das im Multiplayer spielen mussten. Okay, das hat nicht gelangt. Schon wieder Osterei. Was tue ich mit den Osterhauen? Lass das liegen. Was tue ich mit dem? Ah, ja, Würzen vergessen, das kommen wir halb noch. Was ist mit dir? Ah, ich hab's nichts mehr zum Essen. Ja, ich bin schon unterwegs. Haben wir's schon? So ist ein Pfeffern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kann man das einfach daneben hinstellen? Ja, das ist auf viel besser. Tomatoes. Das Ding auf. Das Ding auf. Ah, schnell. Ah, das wird nicht so gut, glaube ich. Aber das ist mir wurscht. Hauptsache bedienen wir müssen. Ah, backen. Das ist verkocht. Ja, helft nicht. Frisst es trotzdem. Oh ja, ihr macht's ja nicht. Was? Keine Teller mehr in den Regalen. Restaurant-Level up. Was? Oder überhaupt keinen Sinn. Ich tu mich waschen. Ich tu mich anwaschen. Ah, oh mein Gott. Alles klar. Brauchen wir Multiplayer. Hab ich schon gesehen. Oder Mitarbeiter. Irgendwas brauchen wir auf alle Fälle. Was ist jetzt da? Achso, ich hab schon alle eingerichtet, okay. Hau rein alle. Ja, schaut gut aus. Ja. Ich brauche Mitarbeiter! Mich brauche ich wieder. Was haben wir da? Haben wir auch kassiert? Jawohl, easy. Hat's eh nicht geschmeckt? Ja, machen wir jetzt so. Auch kassieren und einen Teller hinter Zwiebeln. Ja, fast. Und diesen hier, der müsst bei uns nicht lang warten. Was ist jetzt mit dem Teller wieder? Und einig sehen wir den Schund. So. Und dann abwaschen. Was ist schon wieder mit dem Tag? Ja, okay. Ja, also da, dass ich nicht. Ich kann die Gerichte ja nicht. Der möchte noch mal was zum Fressen. Ja, das ist gerade recht. War das jetzt gerade der Sound, dass das Essen aus ist? Ja. Hab's schon checkt. Der zeigt nicht an. Ich möchte jetzt dir noch mal was fressen da. Ja, du kannst mir am Arsch lecken. Wie war denn das? Also sieht jetzt nur ein Steak aus dem Brot oder was? Freilich, wer zu uns kommt und ein Steak will, der kriegt ein Steak, aber ich hab keins mehr. Aber ich hab's Würzen ja, glaube ich, wieder vergessen. Ich bin mir unschlüssig. Ah, es ist ein Stress. Das ist ein purer Stress, Leute. Purer Stress ist das. Wir sollen immer alle Steaks gleich herschneiden. Das ist ein Wahnsinn. Machen wir so. So. Ja. So. Jetzt nehmen wir das Steak gleich auf, bevor der Ofen wieder aus ist. Eins riecht man noch her. Guter Mo, eins riecht einer noch her. Gibt's da keine Spülmaschine? Stresslevel 7000, mal Anschwasser 3000, gibt's gleich Restaurant-Alltag. Salzen und Pfeffern, diesmal vergiss ich es nicht. Aber der geht gleich! Wir haben keine Zeit mehr zum Salzen! Ah! Das hätten wir uns wieder sparen können! Du kriegst einfach ein nicht fertiges Motivten-Fight! Du Arschloch! Nein! Ja, du Wichser! Tritt dir aus meinem Scheißer, du dämlicher Huren! So, aber das gute Fleisch ist aber auch nicht so gut bewertet, das muss man auch mal sagen. Ja, haben wir es für heute. So, das nächste Mal sparen wir uns die Gaudi. Nicht sehr effizient. Kinder, nicht sehr effizient. Oh. Folzen und Säfern. Das ist nicht sehr effizient. So, Fleisch legen wir wieder. Was tue ich mit dem Osterei? Kann ich es auch brauen? Kann man es ausbrüten? Was tue ich denn damit? Weiß nicht, Digi. Ja, keine Ahnung, stellen wir es ins Regal neben dem Radio, vielleicht schlupft es dann. Eingestellt. Das ist mir wurscht, was das hat. Macht zu. Haben wir mir noch gezeigt da? Ja. Okay. Mein Zuhause. Kohle und Grill gelangt offensichtlich eine Portion den ganzen Tag. Nice to know. Und da sehe ich ja, dass das scheiß Pfeffer ist. Und da sehe ich, kann man das drehen? Warte mal. Ja. Wenn ich jetzt da hinstehe und nimm und wieder hinstehe, ist es wieder verdreht. Ja, dann leck mich am Arsch. Machen wir so. Ist noch irgendwo eine Trägerin? Nö. Easter Eggs vielleicht. Ich glaube, das ist ein Easter Egg, aber die Anspielung kapiere ich nicht. Ja, wenn dieser Easter Egg ist, ja, also. Ach, komm, hör mir auf. So. Was tun wir jetzt da? Tag beenden, oder? Tag beenden. Das Einzige, was mir da jetzt nicht gefällt an diesem Prozess, ich kann nicht abschätzen,
wann das aus ist, dann muss ich es wieder kochen. Weil wenn ich das lang vorher koche, dann wird es kalt und wenn ich es dann abgebe, kriegt es eine Scheißbewertung. Und jetzt haben wir auch noch 3 verschiedene Gerichte. Beziehungsweise 4, Auswahl von 4, die wir erstmal lernen müssen. Und dann Mitarbeiter wo? Dass irgendjemand die Leute ankassiert und absperrt oder irgend sowas, dass ich mir das sparen kann. Kunden 5. 2 Sterne schon mal gekriegt. Das bei. Was waren denn automatische Einnahmen? Das darf mich jetzt interessieren. Da waren wir gestern bei 1800 oder so. Stell doch den ganzen Teller auf den Grill. Also meine Eier leuchten da so. Ist wieder. Rezept freigeschaltet. Drücke Tab, neue Rezepte auf dem Tablett anzuzeigen. Achievements haben wir auch 2 gekriegt. Gesundheitsinspektor gesucht. Verfaulte Lebensmittel in ihrem Restaurant haben. Was? Complete. Woher weiß ich, dass die verfault sind? Was ist das wieder für Käse? Nix. Nix ist doch. Oh. Fucking Inspektor. Hallo! Sind Sie der Inhaber dieses Restaurants? Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Geschäft. Ich bin der Gesundheitsinspektor für dieses Gebiet. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alle Geschäfte in der Umgebung sauber sind und den Vorschriften entsprechen. Ich hoffe, dass Sie ein anständiger Restaurantbesitzer sind, der sich an die Regeln hält und anderen Restaurants ein gutes Beispiel gibt. Denken Sie daran, Ihr Lebensmittel in Kühlschränken aufzubewahren, damit keine verdorbenen Lebensmittel herumliegen. Außerdem wird Ihr Geschäft schmutzig werden, wenn Kunden kommen und gehen. Also vergessen Sie nicht aufzuräumen. Ich hoffe, wir sehen uns nicht so oft. Das wäre das Beste für uns beide. Auf Wiedersehen. Du bist ein richtiges Arschloch, das sehe ich da schon. So, aber es ist alles schön brav im Kühlschrank drin. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt brauchen wir erst einmal, jetzt wird es nämlich dann ganz schnell wahrscheinlich ziemlich kompliziert. Rezepte. Speisekarte. Freischalten. Nehmen wir mal Kickerlhaxen dazu. Müssen wir nicht gleich alle 3 machen. Kickerlhaxen. Hier. Kickerlhaxen. Die ziehen wir jetzt da um. Und unser Fleisch natürlich auch, aber das kennen wir. Oh, warum ist das jetzt auf einmal bei 120? Steigt mit unserem Spielerlevel der Preis der Speisekarte. Ich konnte es nämlich selber nicht. Machen wir es so. So, Hühnerbeine. Auf Hühnerbein 2-mal auf Teller übertragen. Grillen, Tomate, schneiden, Tomate. Also erst grillen, dann schneiden. Zum Teller hinzufügen, Tomatenscheiben. Man, ich sehe ja, wie das ausschaut. Das kriegen wir hin. Und dann servieren. Das ist jetzt nicht der Teufel. Das heißt, wir holen uns einmal nochmal ein paar Gickerl. Achtung, Lagerbestand-Check. Ein Ribeye. Und wie viel Gickerl? Oh, müssen wir wieder zumachen, warte mal. Müssen wir mal einkaufen. Gehen wir mal zum Metzger. Metzger selbst, was kostet der Gickerlhax? Ein Pfund. Wo? Da, Gickerlhax. 1. Wo sehen Sie, wie viel das ich drin habe? Machen Sie Ihre Vorbereitungen und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Kunden 7 bis 9. Ach, da links, hinter mir. Hinter mir, wenn ich auf Kasse ziele, sagt man, wie viel Gickerlhaxen das ich drin habe. Die Frage ist, wie viel Gickerlhaxen, ich kriege jetzt da 4 Stück. Ja, werden wir dann schon sehen. Muss ich die auch wieder herschneiden oder was ist da damit? Und ein Ribeye brauchen wir auch noch. Das bauen wir uns dazu. So, das schaut gut aus. Jetzt zimmern wir da rein. Hühnerbein, Ribeye. Jetzt, wenn ich das da außernehme, kann ich das dann wieder reinlegen? In so eine Schachtel? Drehen? Nein, kann ich leider nicht. Aber wir können das natürlich auch so da drin platzieren. Schaut eh besser aus. Nehmen wir das Ribeye noch dazu. Nehmen wir da her. Pickelhax. Ja, da kann man sich wieder 8 Stunden lang spulen. Ja. Machen wir noch einen trickerten Teller. Ich glaube, wir könnten uns einmal ein paar mehr Teller kaufen. He? Ich glaube, wir kaufen uns einmal nur 2, 3 Teller dazu. Gehen wir mal in den Online-Shop hinein. Das habe ich nämlich vorher, glaube ich, schon irgendwo gesehen. Suche besonders. Was ist, die Oster, ich weiß nicht warum, was das Spiel mit Ostern auf sich hat, aber mit den Ohren, die man mit besonders gute Gerichte kriegt.
Im Inventar habe ich 0. Wir können die. Ja, was ist denn das? Ein Eierkorb, in dem Sie die Eier legen können, die Sie für das Osterfest sammeln müssen. Was ist das da? Vintage-Küchenarbeitsplatten. Du kannst mir mal anschlägen. Einrichtung. Rationen. Jetzt tun wir das da mal wegfahren. Stopp. Machen wir das da weg. Damit ich was sehe. Na, was? Na, was? Hä? Spack halt nicht gar so viel. Ich hab doch da irgendwo, da oben kommt man zu Online-Shop. Ich hab doch irgendwo gesehen, dass man sich Teller kaufen kann. Irgendwo habe ich gesehen, wo man Teller kaufen kann. Stationen. Was ist das da? Das ist ein Tellerhalter, ich habe keine Ahnung. Da kann man sich Schädel zusammenbauen. Brauchen wir jetzt einen. Stationen. Da wird dann auch gesagt, welche Küchengeräte dass man für die einzelnen. Ja, es ist vielleicht gar nicht einfach, das Spiel. Jetzt so auf den ersten Blick so. Finde ich gut. Gefällt mir. Aber irgendwo hat man doch Rezepte, Fähigkeiten. Schnittmeister erhöht schrittweise die Schnitt. Man kann sie fürs verdiente Geld maximaler Service erhöht schrittweise die Anzahl ihrer Teller im Tellerschrank. Schneller Geschirrspüler verringert die an. Okay. Mitarbeiter! Stellenanzeige. Cleaning, Wash Dishes und der Wait und er bedient. Okay, Wash Dishes, Waiter, Wash Dishes, Waiter. 1000 täglich. Den kriege ich erst auf Level 10. Leg mir doch am Arsch! Hilfe, Gourmets, brauchen eine Bank, Achievements, Kamera. Möchtest du mir sagen, wir laufen da die ganze Zeit in der Unterhose durch? Komm, halt doch dein Maul! Komm, halt doch dein Maul! Zeig Füße, Alter! Ja, okay. Ich weiß nicht, komm, hör mir auf, du. Warum denn? Warum laufen wir in der Unterhosen umeinander? Ach, komm her, Alter, ab jetzt dann. Ach, komm. So, jetzt gekocht. Kohlen. Reingedüdelt. Stopp. Anzünden Holz. Reingedüdelt. Anzünden die Bude. Das ist mein Ribeye. Ribeye. Außer. 3-mal gesalzen. 3-mal gepfeffert. Jawohl. Und rauf auf den Grill. Und die Tomatoes. Nimm schon mal eine Tomato, die müssen wir vorher grillen. Das kostet, das werden wir genauso machen. Holen wir uns mal einen Teller. Einen Teller. Zack, holen wir uns gleich einen zweiten. Für den Kickel haxen. So. Lassen wir den Kickel haxen. Raus damit. Raus damit. Kann man die schneiden? Nein. Oh. Scheiße, wir haben schon wieder verkocht. Gut, fix. Der Griller, der so eingeheizt ist. Nackert kochen ist nicht die beste Idee. Ja, geht so. Da wird der Beidel warm. Das ist gut. Und wird gleichzeitig belüftet. Das ist ja das beste Feuchtigkeitsverhältnis. Da haben wir Tomate. Tomate, kann man die überhaupt noch schneiden, wenn es grillt ist? Ja. Und diesen hier, Messer weg. So, Ribeye. Tomatoes. Und Fett Tomatoes auf die Schnelle, meine Bälle. Wegen gemeinsam 4 Zentner. So, Gericht Nummer 1. Reingezimmert. Was? Na, schon das Richtige ist hier wie da. Ja! Hey, wieder verkocht haben! Mit Trotteln! Der Rest war Picobello! Picobello! Dafür machen wir jetzt auch die Kickelhaxen. Also pass auf. Preparation. Auf Teller übertragen, grillen. Tomate, schneiden Tomate, zum Teller hinzufügen, Tomaten. Ich muss doch die Kickelhaxen zuerst grillen, ne? Die können nicht einfach so. Die können nicht rohe Kickelhaxen fressen. Herr Stupfel! Chefkoch Birger! Grüße aus Wels-Österreich! Schöne Grüße nach Österreich! Merci dir. Firestone, die habe ich komplett übersehen. Ich hoffe, du bist da. Das schaut ja aus wie ein Grillsimulator, oder ist es ein nice How to Grillen? Ich bin noch unschlüssig. Der Kickelhax, umdrehen.
Umdrehen. Müssen wir nochmal so. Jetzt umdrehen. Müssen wir nicht verkohlen lassen. Scheiße, geht das gesalzen oder irgendein Scheiß? Nein, gesalzen geht da nix. Paniert haben sie anscheinend schon. Und da. Oh shit, der Tomaten brauchen wir noch. Ah! Der Gigalachs, aufgesehen mit. Pass auf, den müssen wir schön anrichten. Schön anrichten. So. So. Wunderschön. Und Tomate grillen. Was, warum grillen die nicht grillt? Leg's gescheit auf, oder was? So, am Rand wird's nicht gescheit grillt. Ja, Hubuch, die hab ich auch übersehen. Bereit nur das rohe Fleisch mit Salz und Pfeffer vor. Alles andere ist unnötig, da das Zeug kalt wird und die Quali schlechter. Okay. Gickelk wird 2. Richtig sprengen. Wo? Scheiße, und das wird... Ja, ich meine, ein bisschen Zeit müssen sie da ja lassen. Das ist ja sonst total lächerlich. Schauen wir mal. Tomaten, wenn fertig ist, müssen sie noch herschneiden und dann hin und dann müssen sie eigentlich passen. Aber wir haben es wieder leicht... Hoppala. Leicht verkocht. So, ja. So, wenn das keine schöne Kickerl-Delle ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Tomaten sind eine Kickerl, frisst er sowieso einen Arsch auf. Fehlende Zutat. Was für Scheiß fehlende Zutat? Ach Mann, da kann ich noch weiter aufscrollen und steht toten Würzen mit Salz und Chili-Pfeffer. Ja, jetzt haben wir schon Hitze mit. Was soll ich machen? Jetzt geh ich noch schnell einkaufen und kaufen Chili-Pfeffer. Das hab ich gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Das ist die falsche Geschäft. Das ist das Geschäft. Ich brauche Chili-Pfeffer. Salz! Junge! Schwarzer Pfeffer, Salz, Minz, Schnachgewächs habe ich gelesen. Rosmarin, Chili-Pfeffer, den brauchen wir. Der kostet 50. Are you fucking drunk? Da habe ich einen Teller gesehen. Kuchenbackform. Runder flacher Teller. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast mir 5 wieder zu. Bagels Mai. Gut, den Bagels Mai. So, los. Ah, ungünstig Gigahax, das schmeckt ja nicht. Scheiß da mal in den Hosen, was ist mit dir? Ah, ist da was fein. Was ein bisschen blöd ist, dass die Schachteln rausfallen. Da mal so. So, haben wir ready to go. Achtung, Cayennepfeffer, nein, Chili-Pfeffer. Außernehmen, den stellen wir. Das ist schön, dass das immer vor einem wegtrat, dass man ja nicht sieht, was ist. Das ist gut. Warte, wenn ich nämlich jetzt da hergehe, dann darf ich nämlich sehen, was ist. Und wenn ich es jetzt ins Hand nehme und stelle es wieder hin, dann sehe ich es wieder nimmer. Und wenn ich es in den geschissenen Ständer da rein tue, Tatsache! Sehr gut. Und da davon sehe ich es natürlich nicht. Dumm. Dann müssen wir so mal stecken, das hilft nicht. Passt schon, sind eigentlich Schachtel auf der Straße. Nein, noch gar nicht. Teller und Chili sowieso im Kühlschrank. Ja, sowieso, was darf man sonst damit? Nur mit dem Teller raus. Ich kann aber nicht mehr Kapazitäten. Ich habe leider nicht mehr Kapazitäten. Müssen wir es dabei da einrammen. Hilft nicht? So. Habt ihr eigentlich schon auf den Like-Button gesmashed? Ich glaube, wir haben da einen brauchbaren Simulator vor uns, aber wir heute noch nicht recht viel geschafft haben. Jeder, der nicht auf den Like-Button smasht, dem schleudert die in Dönersauce. Und sag's dann nicht. Oder doch, beim Aussehen geht an. Ja, gut. Aufgesperrt wird. Los. Hopp. Dabei preparen wir mir, nämlich die anderen Sachen. Kinder. Ha? Wie klein wir es haben hergekriegt? Jawohl. Hier. Salz. 1, 2, 3. Die anderen hat schon wieder einen Schwanz im Maul. 2, 3. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, Steaks. Wunderbar. Gut gemacht. Petersil können wir zerteilen und schon mit herwerfen. Das ist eh scheiß wurscht, wo das Klump umeinander liegt. Wunderbar. Tomatoes auf die Schnelle, meine. Tomaten hergekriegt. Die kann man eigentlich gleich schon schneiden. So. Tomaten zweimal. Was ist mit dir? Kassiert. Jawohl. Yeet. Der Teller. Hast du gegessen? Wie schaut's aus? Schmeckt gut. Riecht gut. Kickerlachsen. So. Kann man jetzt ein Schneidebrett brauchen. Da kann ich einfach da auch schneiden. Schauen wir mal, ob ich da auch schneiden kann. Na, gesalzen und Pfeffer und die Scheiße. 3 Mal. Wie viel Gramm? Chili-Pfeffer 3 Gramm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Und was geht noch? Salz halt auf, oder? Du brauchst sogar einen Pfeffer oder so. Hab ich jetzt schon. So, da! Ich hab normaler Pfeffer genommen! Kruzifix klang ich schon wieder. 1, 2, 3. Ja, das hat keiner gesehen. Wenn ich es nicht gesagt hätte, jetzt war ich auch keiner gespannt. Verzählt's mir gar keinen Krampf nicht. So, wir noch kassieren. Ja, merci, nehme ich aber die.
Bist du auch fertig? Kassier ja, schau, dass du lang gewinnst. So, reingehietet. Dann stellen wir den nochmal schnell her und abkassiert. So, fällt mir nicht aus. Ab dafür. Und. Na, daneben. So, was möchtest du? Du möchtest mit den Kickerlachs. Wie schauen wir da aus? Oh, können wir schon wieder herrichten. Ja, können wir schon wieder. Oh, müssen wir Steak. Steak grillen. Rauf auf den Grill. Fett Tomatoes auf die Schnelle. Nice! Machen wir so und das Essen ist eh schon aus, Shaggy. Die Tomatoes schneiden wir. Hopp. Sauber hergeschnitten. Ja, das schaut doch gut aus. Brauchen wir eine Tomato? Nicht schon wieder verkommen. Wie schaut's mit der Tomato aus? Toasten wir einen Teller daneben. Legen wir schon mal die Petersilie rein. Da. Schauen wir aus. Easy. Dann müssen wir zum Schneiden präparieren. Ribeye Steak, drauf gesmashed. 3, 4, 5, 8, 7. Messer weg. Eingeschissen. Petersilie aufgeschissen. Los geht's. Servieren. Jetzt gib mir 28 Sterne. Ja, geht so. Was haben wir? Fehlende Zutat? Das war geil, wenn's was. Die extra. Ach, leck mich da. Leck mich da am Arsch dann! Ist klar. Schau hier, Osterhaare da lassen. Das nehmen wir natürlich schon. Ja, den müssen wir da noch mal anwaschen da hinten. No Problem. Hab ich gehabt. Wie ein Nassi. So, servus. So, das gelang für heute. Jetzt, wenn eine Kundschaft kommt, fressen wir den Rest zusammen. Verschwindet. Verschwinden der wir nix. Wir anspeien. Ja, den wir anspeien. Da. So, ja. Sagt er. Das höre ich gern. Wenn der Restaurantbetrieb ist im Betrieb. Das Essen haben wir genug da. Wenn jetzt noch irgendein Trottel wegen seine Kickerlachsen kommt, dann soll er mir am Arsch lecken. Ich mache heute keine Kickerlachsen mehr. So schauen wir mir nämlich aus. Müssen wir morgen wieder einkaufen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann ein ziemlich nerviger Prozess ist, jeden Tag da einkaufen zu gehen. Außer im Kühlschrank halten die Sachen ewig. Dann kannst du wirklich einen Kühlschrank für jedes Gericht auch einen Kühlschrank hinstellen und so, müssen wir ankassieren, müssen wir wieder. Da, ankassiert. Dann lassen sie auch Osterhaar da. Ich glaube, wenn alle 3 Kriterien vom Kocher grün sind, dann hast du eine Chance, dass du die so Osterhaar da lassen, mit dem sie dann Sachen freischalten. Ja, ich weiß nicht, was sie mit den Osterhaar haben, aber. Der war perfekt schon, ja. Wie der Handleib nicht alles zusammengegessen. Sehr eine Verschwendung. Ja? Ich schau grad One Piece und was der Sanji zum Essen sagt. Wenn das mal verschwindet, du wisst, was geschlagen hat. Gibt's einen sauberen Roundhouse. Oh, da schaut's aus darin! Oder die Hundsfressen Sound triggern vor. Ich hasse das auch. Ich finde es jetzt in einem Spiel nicht ganz so schlimm wie in echt, weil es meistens total übertriebene, absichtliche Sounds sind. Aber wenn jemand unabsichtlich laut ist, also unbewusst laut ist, und dann wie ich so aggro, dann wie ich so beschissen aggro, dass es zu spät ist. So, Kickerlachsen, die haben wir wieder eine, die werden ja über den Tag schon nicht verderben, oder? Das war ein totaler Schmarrn. Nochmal so. Und was man schon mal da kennen ist, das da einmal ausrammen, weil das nervt mich schon ein wenig. Wir sehen nicht so wirklich, was wir noch haben. Wir haben nichts mehr. Haben wir mehr. Ist jetzt das eigentlich der Chili-Pfeffer? Ja, das ist der. Das ist so ein Pfeffer. Machen wir es so, dann können wir es uns besser merken. Ja, aber alles in allem war das doch ein ganz passabler Tag. Was ich mich aber frage, ist, waren die 2 Teller, die abgingen. Aber die haben halt, das sind die da auf dem Servierding. So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt fängt an, die Spirale zu kicken. Abgesehen davon haben die 2 Teller da übrigens. Aber sagt es, wir haben ja extra welche gekauft, damit wir servieren können und gleichzeitig was anderes da können. So, easy. Schau dir mal die Stadt noch an, da findest du noch was Interessantes. Aha, so. Was findet man da? Ich habe sowieso das Gefühl, sollen wir das nochmal spielen? Ich habe schon das Gefühl, dass wir das nochmal spielen sollten. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir das eventuell im Multiplayer spielen sollten. Aber ich glaube, da muss man wieder von vorne fangen. Die Stadt anschauen, da findet man noch was Interessantes. Das ist die Frage, auf was du hinaus möchtest. Für 50.000. Restaurant muss geschlossen werden.
Das heißt, für 50.000 kriege ich ein größeres Restaurant. Das ist wahrscheinlich, wie groß ist denn das? Lass mich mal schauen. Wahrscheinlich viel größer. Bürger, kauf ein Mikro, kannst deine Speisen wieder warm machen für den nächsten Tag. Ich meine, das kann man mal nachschauen, das kann ja möglich sein, dass es sowas gibt, ich weiß es nicht. Stationen. Sie dient zum Erhitzen von Speisen, die Sie heiß servieren möchten. Legen Sie die zu erhitzenden Speisen mit dem Teller in die Mikrowelle. Das ist die größte Mikrowelle der Welt. Die Mikrowelle stellen wir uns aber sauber ein. Das darf mich jetzt interessieren, ob wir da dann nochmal. Nein, jetzt komme ich nicht mehr mit. Was? Die kauft man uns jetzt. Aber sauber kauft man mir uns die jetzt. Die kostet bloß 500. Das ist okay. Wo stellen wir es denn hin? Stellen wir es auf den Kühlschrank auf. Ah, direkt vom Kühlschrank. Was ist das, eine Makrowelle? Die Frage ist, wo wir es hinstellen. Stellen wir es da so an den Rand her. Warte mal. Dann machen wir so. Nehmen wir das Ding. Die scheiß Schüssel ist sowieso völlig für den Arsch da. C war der Baumodus. So. Ja. Mehr Platz haben wir heute noch nicht. Was sollen wir machen? Ja. Und jetzt gehen wir noch einkaufen. Sollen wir nur. Warte mal, kann man die Speisekarten ändern, währenddessen mir Rezept freigeschaltet. Pommes frites! Schließen. Kann ich mir das da? Ah. Okay. Dann kann ich es anheften. Kartoffeln, Ketchup, Mayonnaise, Sonnenblumenöl. Das ist mir zu viel. Aber 3 Gerichte haben wir. Das kriegen wir jeden Tag ein neues Gericht. Das kriegen wir noch nie. Jetzt pass auf. Jetzt kaufen wir erstmal sauber ein. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tomaten. Bäderseiten, ja, tun wir noch 2 Bäderseiten dazu. Kostet eh nichts eine Stunde. Tomaten kosten auch nichts. So, Kartoffeln! Kartoffeln wo? Erdäpfel! Pass auf, was brauchen wir? Wie viel brauchen wir da? Zur Fritteuse hinzufügen. Da brauchen wir eine Fritteuse! Also, die haben wir auch nicht! Ah! Ja, gut, nimm wir Kartoffel. Nimm wir 10. Pommes frites auf Fritteusenkörper übertragen, frittieren in einer Fritteuse, zu Teller hinzufügen, Ketchup und Mayonnaise dazu. Okay. Ja, ist ja wurscht, das kriegen wir schon hin. Müssen wir uns halt noch eine Fritteuse kaufen, die wird schon nicht 8.000 Euro kosten. Schauen wir mal. Machen wir es. Wie machen wir es denn? Kann man das da nicht da hin platzieren? Da. Ja, das ist ein Kass. Machen wir so. Ah, da sieht man eh schon, was drin ist. Per Symbol. Da hat jemand wirklich nachdenkt. Ah, und ein Kühlsymbol ist auch drauf. Jetzt warte mal, jetzt wir das da her platzieren. Also ich meine, das zeigt auch, ob es gekühlt ist oder nicht. Es zeigt wahrscheinlich auch, ob es gekühlt werden muss oder nicht. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir Pommes. Ich möchte mal das schnell schauen. Jetzt da, pass auf. Nehmen wir Kartoffeln. Machen wir so, das werden wir schneiden müssen. Jawohl. Kartoffelscheibe. Muss man nochmal schneiden? Ah, man kann es zweimal schneiden, jawohl. Kartoffeln, Pommes frites, ja genau. Online-Shop, Stationen, Fritteuse, wo? Wo ist denn der Fritteuse? Was ist denn das da? Hängender Spießhalter, den brauchen wir nicht. Jetzt gibt es jetzt doch keine Fritteuse oder was? Das ist der Ofen, das ist der Drehspieß, das ist. Ah, da ist die Fritteuse. Ein Fritteuse! So eine große Fritteuse, Alter. Die platzieren wir jetzt noch mit da. Oh! Eine Fritteuse ist ein elektrisch betriebenes Küchengerät, das zum Frittieren von Lebensmitteln in Öl verwendet wird. Bevor Sie Ihr Essen in der Fritteuse frittieren, müssen Sie mit dem Sonnenblumenöl füllen. Dann können Sie mit dem Frittieren beginnen, indem Sie Ihr Essen in den Frittierkorb legen. Okay, verstehe. Ich verstehe. So, die geschissene Schüsseldinger. Damit die da unten rein, aber die, was der Teufel, warum uns der Pap Schüsseln da lassen hat. Kein Mensch braucht irgendeine scheiß Schüssel für irgendwas. Da machen wir mal zu. Und die. Ah! Tu mit rein jetzt! Umbauen! So. Na, die haben wir da so. Eigentlich müsste man es da so herstellen. Ah, damit wir einen Platz haben. Geschissen. Oh. Jetzt kriegen wir ein Problem. Also, warte mal. Ausschalten. Ja. Gib mal den Spieß. Ich kann jetzt nie wieder den Spieß aufklappen, bitte nicht.
Okay. Spieß legen wir da her. Spieß legen wir da her. Dann machen wir das, bitte einmal einrasten. Einrasten aktivieren. Wieso geht denn jetzt das wieder? Das war doch gerade grün. Das war doch gerade gegangen. Kruzifix. Kruzifix muss ich jetzt alles umbauen, oder was? Kruzifix. Tu jetzt das Ding da nicht! Okay, Kim! Okay, Kim! Komm, ich habe nicht gebaut hab! Was? Du jetzt, ja! Gottes Willen, Alter! So, jetzt denke ich, da hin. Der Typ. Wo ist denn da vorne und hinten eigentlich? Ist das wurscht oder was? Wir hatten das da überhaupt konstruiert. Das ist eine totale Krankheit, ist das! Der mit Frites, der wir da so ins Eck her. Ja. Gewürzregal. Stellen wir hinter das Schneidebrett. Na! Stell's wieder hin. Wie weit kommen das? Ah ja, das ist gut. Ah, das. Oh, schau dir das an. Also, das darf direkt Sinn machen. Da können wir da Zutaten her, können wir es da verarbeiten, dann brauchen wir es bloß noch umdrehen. Ah, Efficiency, Kinder, Efficiency! Umdrehen wieder in den anderen Modus. Dann nimmst du mal die Pommes frites. Ja, Pommes frites nehmen wir dabei da rein. So, Pommes frites. Steak. Haben wir das Ribeye da drin schon gesalten? Ja, mit Chili-Pfeffer, leider Gottes, aber hilft nicht. Ja, das machen wir am nächsten Tag. Du, das machen wir herrichten, der wir am nächsten Tag. Alles auf einmal. Gut, Spee. Ja, hat mich schon. Ist anders als der Supermarkt-Simulator. Ist ein bisschen, weiß ich auch nicht, da bin ich gerade geistig ein bisschen verwirrt, aber das bin ich irgendwie immer. Es ist alles ein bisschen viel auf einmal. Kann ich das da so auferlegen? Ja! Spitzenklasse ist das! Schau hin! Efficiency! Ja. Dann kannst du das alles da schön einrahmen, damit du es bloß noch nie mehr brauchst. Gefällt mir gut. Ja, Tag beenden. Oh, ist der Kühlschrank zu? Den darf ich nicht auflassen. Ah, da haben wir nicht viel Leben gekriegt. So, der Freiweg, was ist. Jetzt, Moment mal, wir haben jetzt auf dem. Ach, das Gericht. Je öfter wir das Gericht verkaufen, desto höher eine Stufen wird und desto mehr Geld kriegen wir. Okay. Und was ist mit dem anderen? Kann ich da irgendwie weiter da oder so? Kann man überspringen? Wieso hat er mir das jetzt nicht für die Giga-Geschichte gezeigt? Okay. 9 Gerichte, automatische Einnahmen minus 805. Kundenzufriedenheit. Vollenden Sie einen makellosen Tag, ohne einen Kunden unzufrieden zu stellen. Okay. Wir haben jetzt plus minus 805. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie viel Geld haben wir noch? 2700. Wir haben noch ein Rezept freigeschaltet. Okay. Birger Dono! Ah! Wo? Joke, Brother! Herr Hein, ich hab so viel Leute schon wieder übersehen. Ich war konzentriert, hallo, ich muss ein Restaurant führen, bitte. Herr Geibefee, Pommes frites. Merci dir, Herr Bauer, Tüften, nicht da, stimmt. Wie konnte ich nur? Herr Bauer, merci dir. Herr Heindl, welcome to the squad, merci für die Mitgliedschaft. Herr Geibefee, haha, ja, freilich, so heißt er jetzt in Zukunft, hängender Spießalter, das habe ich kurz gebraucht. Wolfrick! Also wenn, dann heißt es Pommes frites. Pommes frites. Das ist richtig. Der Pommernfriedel. Sonnenblumenöl brauchen wir noch. Absolut richtig. Wir kaufen mal die Sachen am Ende vom Tag und das ruiniert uns dann die Statistik vom Tag so ein bisschen. Was ist das? Das Sonnenblumen? Nein, das ist Chicken Stock. Was auch immer Chicken Stock ist, weiß ich nicht. Oh, Ketchup, das brauchen wir auch noch. Wir brauchen noch Ketchup zweimal, Mayonnaise zweimal, Sonnenblumenöl. Wo ist Öl? Öl, wir brauchen Öl. Was ist ein Meatstock? Das ist einfach Fleischsauce. So, wo ist denn das Sonnenblumenöl? Das muss doch er haben, oder nicht? Da haben wir Butter in einer komischen Dosen, warum auch immer. Da haben wir Joghurt, Milch. Wo ist das Öl? Ich kann es nicht. Da ist. Riesengroßen Schrei nicht. Da nehmen wir auch mal. Nehmen wir mal 2. Ein Stückerer 2 mit. Nimmst du mal ein Stückerer 2 mit, 300. Freilich kaufe ich Sonnenblumenöl für 300 €. Ist jetzt rund um die Ukraine auch noch ein Krieg losgegangen oder was?
Was ist denn das da unten? Da schaut einfach die Schachtel aus. Ja gut, muss man so lassen, das hilft nicht. So, Spein meine. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, Gerichte mit Pommes frites. Dann haben wir noch 2 dreckige Tellern. Ja, die jietet man wieder gekonnt da oben drüber. Ja, das hat nicht gegangen. Was ein bisschen blöd ist, ist, dass man nicht mehr wie einen Teller tragen kann. Das ist ein bisschen Kass. Ah, ist ja in echt auch nicht so. Dass ich jetzt mit einem Teller von Tisch zu Tisch gehe. Da, und dann die da einzeln so einwucht. So, brauchen wir sowieso heraus. Das passt schon. Ja. Ja. Ja, und dann nehmen wir noch einen Teller. Und indem wir da müssen wir 3 Gerichte zaubern. So, erstmal das gute alte Gericht. Gut, das werden wir nicht richtig fertig kriegen, das soll wieder gleich schon. Wir machen wir Zahn gleichzeitig. Zumindest. Also, Gickel. Tomatoes. Oh. Tomatoes. Die können wir gleich schneiden. Machen wir so. Aha. Dann nehmen wir Pommes frites raus. Dann legen wir uns einen Batzen Petersilie legen wir uns her. Ah, da schauen wir mir richtig gut aus. Die haben auch schon gesalzen, die haben auch schon hergekriegt. Ja. Dann machen wir so. Und jetzt fangen sie halt an, dass wir. Oh. Ja. Darf man natürlich nicht übersehen. Also, nein, noch nicht erzählen. Dann brauchen wir Tomato. Tomato legen wir auch drauf, muss klar. Und einen größeren Grill kann man natürlich auch brauchen. So, jetzt sehen wir mal und schauen wir, wie sich die Sachen verhalten. Das muss aber erstmal brennen. Machen wir da mal wieder zu. Oh ja, wird schon. Wenn die alle 3 gleich. Ja, funktioniert schon. Funktioniert. Es ist bloß die Frage, wenn wir es umdrehen, haut es wahrscheinlich alles hier oben. Oder? Tu mal. Ja, genau. Was ist jetzt? Ah! Ich hab nichts mehr drucken können. Wieder auffüllen. So, passt schon. So, dann machen wir wieder zu. Machen wir da. Fertig. Was mit dir? Leg die mal gescheit auf da jetzt. Und nehmen wir Petersilie. Petersilie einmal. Petersilie zweimal. Tomato. Das ist fertig. Ja, für das, dass wir alles gleichzeitig machen, ist schon gar nicht so schlecht. Die gute Tomaten ist einfach in die Kohle eingefallen. Ja, 4 Minuten Regel. So! Sauber aufgekocht. Und auf Pommes bin ich jetzt. Was ist jetzt? Also kann ich. Ich hab doch jetzt da mein Gericht. Oder ne? Wieso kann ich das jetzt nicht? Was ist das? Nehmen wir das andere. Ach, ich muss erst eine Speisekarten bauen, ne? 1, 2, 3. Jetzt haben wir einen. So. Ah, guckst du. Einmal! Ja, wir haben es wieder verkocht und da fehlen die Zutaten. Und überhaupt, sowieso, leg mir am Arsch, muss gehen! Müssen wir Geld verdienen! Fällt mir nicht aus auf die Schnelle! So, Hühnergackerl, das passt. Was fehlen die Zutaten? Entschuldigung, ja, die haben wir auch falsch gewürzt. Ich weiß eh, was es ist. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir Pommes frites. Pommes frites. Fritteuse befüllen. Gib schon mal ein Öl. Befüllen. Okay, so, braucht aber ganze Dosen am Tag. Oder Flaschen am Tag. Kartoffeln nehmen, Kartoffeln schneiden, Kartoffeln nochmal schneiden, Pommes frites nehmen. Pommes frites. Auf Frittierkorb übertragen. Muss ich das so machen? Und dann. Und einschalten. Okay, wann sehe ich, wann die fertig sind? Ah, okay. Okay. Ketchup und Mayo. Lass mal Ketchup raus. Mayo raus. Wie lange dauern die Krippen da drin? Die werden mir schon angezeigt werden, wenn ich es dann raus tue. Kriegen wir schon. Aufsperren wäre auch eine gute Idee. Wieso soll ich den aufsperren, wenn noch nichts fertig ist? Jetzt zipfen abends. Jetzt zipfen ihr absoluten Pro-Gamer schon wieder. Aha, natürlich nehmen wir die fettigen Pommes, legen wir es erstmal
macht wieder ganz viel Sinn. Ketchup. Also genau wie in echt. Ja. Heiß servieren. Heiß! Achtung, heiß und fertig! Und jetzt gib mir 100 von 100! Ja, nicht 100 von 100, aber es schaut schon gut aus. Schaut schon gut aus. Und dann mit den Bratzen zu heiße Fette, das macht noch keinen Sinn, ne? Aber das schaut gut aus. So, jetzt sperren wir auf! Kinder, kommt's rein! Hauen Sie rein! Wir müssen dabei schon wieder weiterkochen, Merki. Wir müssen schon wieder einen aufkochen! Oh Gott im Himmel. Weil es wieder alles ausgeben, hätten wir zuerst herrichten sollen. Anstatt um einen anschmatzen. Wir haben aber keine Kickerlachsen mehr! Du, ich lauf schnell zum Metzger und hol 2 Kickerlachsen. Los, Abflug. Du hast mal Kickerlachsen her. 1, 2, 3, 4. Die nehme ich nicht mit, die nehme ich nicht an. So. Schnauze. Ja, sagt einer, ja, ist mir wurscht jetzt. Maul halten. Kickerlachsen. Eingeschoben in den Haufen. Ankassiert. So. Reingehittet. Ja, du bist auch wieder, du kannst ein wenig warten. Jetzt mal so gemacht. Moment. 1. Nein. Ich will nur würzen. So. Ankassieren. Kannst du schleichen. Eine gehittet. Ankassiert. Oh, jetzt wird hektisch. Hektisch. Hinzugefügt. So, jetzt mal so gemacht. Chili-Pfeffer. Kommt nur auf Kickerlaufe. Oder Kicker, war das Kicker? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann. So jetzt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann brauchen wir Pfeffer. Wunderbar. Dann brauchen wir Tomato. Tomato. Sehr gut. Essen ist noch fertig. Das schaut gut aus. Ja, ich kassiere gleich. Währenddessen machen wir einen Kickerl 1. Kickerl 2. Das Ding und das Ding ankassieren. Ich jiete. Dann müssen wir anspeien müssen wir auch noch. Ja, ich hab kassiert. Mal halten. Komm. Hinzufügen. Oh, wie schaut's da aus? Umdrehen. Sehr gut. Einen anspeien. So. Oh, Kühlschrank ist offen. Das ist nix. Das ist ja nix. Da können wir noch einen anspeien. Machen wir den anderen Scheiß einmal zu. Der nervt bloß. So, schauen wir aus. Tomato. Fertig. Fertig. Was mit der Tomato? Die kriegen wir auch noch. Da ist mein Teller her. Gockelmann. Was ist mit dir? Machen wir so. Herschneiden. Ja, und die andere auch herschneiden. Wunderbar. Ja, nur ein Teller. Oh, Stress! Teller. 1, 2. So, aber schauen wir aus. Ja, ich kassiere euch jetzt erst einmal alle ab. So. Stress! Ich glaube, das bin ich einfach in der Küche interviewt dann bald besser. Bruder, wir haben noch ein Steak gemacht und das ist noch fast voll. Wie geht denn das? Frisst da keiner. Oh, Pommes sind aus. Boah, ich riecht's was an und da ist was ausgeht, der Pommes! Ihr Pümmelberger! Schneiden! Ja! Messer weg! Rein in die Fritteuse! Ja, ich werfe mir einfach so ein, passt schon. Kickerl schaut gut aus! Du kriegst Kickerl! Kickerl! Müde! Ja, kassieren! Jetzt, wenn dann wieder keiner kommt und keiner Fleisch und Ding mag, ja, dann müssen wir es in den Kühlschrank stellen. Kriegst du es aus der Mikrowelle, ihr Fotzen. Wie schaut's da drin aus? Wird schon wieder. Oh, Teller. Das schaffen wir noch. Nein, nicht, da musst du gescheit draufdrücken, Birger. Was ist da? Ja, Pommes. Ketchup. Ja, komm. Ich bin unterwegs. Ja, ist ja mir, Bitch! Und jetzt kannst du fressen! Na, was? Deine fette Mama ist langsam. Das nächste Mal keine Idee.
gibt's Fotzenschinken am Spieß. Fein geschnitten, du Hurensohn. So, muss ich mit hin? Nimm den Teller. Nimm jetzt den Teller. So. Warte, warum kann man da nichts gescheit vom Bohnen aufklauen? Pommes nicht gesalzt. Weiß ich nicht, also Salz steht nicht dabei. Also Salz muss in echt natürlich schon drauf. Aber im Spey offensichtlich nicht. Wundert mich ehrlich gesagt auch ein wenig. Ich muss jetzt anschwärmen. So, angeschwappt ist. Jetzt kommt dann wieder nichts zusammengegessen, Leute. Ah, kommt in den Kühlschrank rein. Hilft dem nicht. Was da los? Ankassiert. So. Ja, jetzt müssen wir noch anschwärmen. Kickerl werden geholt. Bierger im Stressmodus. Pommes nicht gesalzt. Das Salz ist mein geringstes Problem des Abends. Purer Stress, das Spey. Purer Stress. Und Pommes haben wir ein bisschen zu spät gemacht. Das war eh klar. Ja, ich richte 2 Gerichte her. Das eine wird gar nicht mehr gegessen. Das andere ist gar nicht gegessen worden. Und das, was ich nicht gemacht habe, geht aus. Herzlichen Glückwunsch. Da, stecke ich mir den Kühlschrank ein. Muss man das auch in den Kühlschrank ein tun? Nein, Öl gehört da. Das kann man so stehen lassen. Das ist gut. Da ist kein Frostzeichen nicht dran. Hab ich Kreuzweh. So, was ist? Vom angespannt sein habe ich jetzt Kreuzweh. Ich habe allerdings auch 4 Tage lang Kicher abgerissen und das mit meinem geschundenen bzw. nicht trainierten Körper ist echt asozial. Asozial! Aber wenigstens spüre ich meine Finger jetzt wieder. So, sauber nicht, er wirft einfach seine, weiß ich nicht, was hat denn der dabei gehabt? Kriegen wir schon. Ich übersehe schon wieder die ganze Zeit Leute. Wolfrick! Also wenn den heißt es Pommes fritt, da habe ich den tatsächlich noch gesehen. Ja, ich habe niemanden übersehen. Gott sei Dank einmal. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. So, sperren wir zu. Sperren wir zu. Oder? Müssen wir einkaufen gehen. Wir schauen mal aus, wir haben noch 2 Kickerlhaxen. Haferweiß, Tomaten, Petersilie und Ding. Wir haben Tomaten, Ketchup und Öl. Ja, wir brauchen eigentlich nur Kickerlhaxen. Da brauchen wir viel mehr rein. Wir kaufen wir jetzt noch. Nein, die kaufen wir morgen am nächsten Tag. Jetzt pass auf. Ich krieg Kreuzweh! Harte Arbeit wird oft nicht belohnt. 6 Jahre, gleich wieder schuften. 10 ist für das noch dran. Ja, die 30 von selber, aber das ist eine moderne. Machen wir noch einen Tag. Wie schaut's aus? Einen Tag machen wir noch. Einen Tag machen wir noch. Und wir bieten mir nur Pommes an. Kosten am meisten, gängen am schnellsten. Wer kauft aber einen Teller Pommes mit Ketchup und Mayo mit nix? Komm, halt dein Maul. Hä? Außerdem haben wir von dem Klump Fake nur da. Kann ich einkaufen wie ein Narischer. Jetzt machen wir so. Pass auf. Zack. Umgeschissen. Passt schon. Ach, jetzt pass mir auf. Jetzt warte mal. Je mehr Gerichte, dass ich auf die Speise... ja, okay, das macht natürlich Sinn. Je mehr Gerichte, dass man auf die Speisekarte setzt, desto mehr Leute kommen am Tag. Jetzt lassen wir den Scheiß da einmal weg, halt. Das ist sauber zu aufwendig, das scheiß Ribeye und so weiter und so fort. Mit der Petersilie noch extra. Oh, das ist schon kaputt. Navigiere. Rotten Petersilie. No, die gute Petersilie. Die werden wir in den Kühlschrank gesteckt haben mit dem. Schauen wir mal. Machen wir mal diesen hier. Kickerl Depfbitschen. Ja, recht hast. Und das kann nicht verderben, das ist gut. Und da ich ja sagen, stellen wir gleich alles raus. Alle mit der Waschert da. Alles raus, kreuz und quer, direkt zwischen Fritteuse und Ofen, das ist gut, aber Holz länger. Mit der Kühlschrank da frei wird. Und wie können wir das eigentlich da unten einstellen? Ja. Das war halt toll, wenn ich von da aus das weiter hinten stellen kann. So ein bisschen zumindest. Das war halt cool. Na. Das ist halt auch, wieso kann ich das nicht. Jetzt. Okay, passt. Oh, Fritteuse aus. Fritteuse erstmal aus. Wir brauchen Kickerlhaxen. Kickerl! Das sind ja keine Kickerl, die sind übrigens total. Haben wir die jetzt geohrt. Also mehr wie 4 brauchen wir nie. Hashtag Reimemonster. Bitch! Mehr wie 4 braucht man nie. Ja, natürlich geht die Budentür wieder zu, wenn ich nicht daherkomme. Wie schaut dieses Petersilienstück, Ribeye-Scheibe, das ist alles gut. Ja, eigentlich kann man doch das da aufwärmen. Hm? Eigentlich kann man doch die Gaudi da aufwärmen, um die Mikrowelle zu testen. Weißt du was? Das der mal. Speisekarte, Haus um.
So. Mach so. Das ist ja jetzt halt eiskalt. Jetzt tun wir es in die Mikrowelle hinein. Ja. Und dann... Wann ist es fertig? Wann ist es fertig? Du kannst die auf C ducken. Nein, auf C gehe ich im Baumodus übrig. Auf Steuerung kann man sie ducken, wie in jedem anderen Spielbürger. Das heißt, das erste Mal in deinem Leben Spiel spielen. Trottel! Ist jetzt das fertig da drin, oder? Schaut ein wenig, der Teller schaut ein wenig angekokelt aus, aber das werden wir gleich finden. Gegrilltes Fleisch. Wie in alles in der Welt! Der feine Zutat und es kommt aus der Mikrowelle von gestern. Wieso krieg ich da alles grün? Grütze fix, Alter, leck mir bloß alles am Arsch. Die Sabrina hat's geschrieben, glaube ich. Tipp: Koch die Sachen vor, tu es in den Kühlschrank ein. Und ich hab nur gemeint, die hat keine Ahnung, oder die. Tut mir leid, Sabrina, ich hoffe, du bist noch da, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, eine Tomaten brauchen wir. Eine Tomaten brauchen wir. Kartoffel. So. Kickerlachsen, wo? Kickerlachsen. 1. 2. So. Anzünden. Schneiden. Macht ein paar Pommes frites. Ein paar Pommes frites. Rein in die... Rein damit! Kriegen wir schon! Kriegen wir schon! So, jetzt muss wieder alles fünffach und gleichzeitig gehen. Oh, wir haben nicht gewürzt. Wir haben einen Kickerlachsen nicht gewürzt. Ich weiß schon, das können wir dann noch machen! Das können wir dann noch machen! Schrei mich nicht so! Kann man das währenddessen mal? Das ist Pro-Gaming, Freunde der Sonne. Das ist absolutes Pro-Gaming, Freunde der Sonne. Und dann gehört noch geschnittene Tomaten auf. Und jetzt pass auf. Und wenn wir ganz krass sind, richten wir es noch schön her. Machen wir so, machen wir so. Und dann ab dafür! Jit, der Teller! Nein, mir verbrennt Pommes. Wir verbrennen Pommes. Nicht die Pommes verbrennen, ja! Alles grün! Nicht Pommes, Pommes. Ah, nicht die Pommes. Ah, das war knapp, glaube ich. Oh shit, die haben ein wenig knusprig. Ah, Pommes sind ein wenig knusprig, da werden wir noch mehr einen Teller machen müssen. Jit. Da werden wir gleich noch mehr einen Teller herrichten müssen, fürchte ich. Ah, scheiße! Scheißendreck! Scheißendreck! So, Teller anwaschen. Nimm jetzt den Teller. Angewaschen. Angewaschen, Tilzer gemacht. Angewaschen. Und dann wird er aufgesperrt. Dann wird er aufgesperrt! Dann wird bedient, wenn er nicht bedient worden ist. Und währenddessen können wir schon mal wieder Kartoffeln herrichten. So. Freunde der Sonne. Open. Have a nice day. So. Kartoffel. Bam. Hergeschnitten. Zweimal. Ein Stück gerät zweimal. So. Zack. Dann einpfeffert in die Fritteuse. Gibst du den Teller? Nehmen wir mal einen anderen Teller. Nehmen wir mal, was nehmen wir für einen Teller? Nehmen wir den. Vielleicht spielt es eine Rolle, wer weiß. Sehr gut. So, das schaut doch gut aus. Restaurant Level Up! So, wir schauen Pommes aus. Schauen gut aus. Was da aus? Da wird gleich einmal bedient. Abflug mit dir. Tschüss, den Teller lässt stehen. Das ist mir wurscht, den hol ich dann schon. Ah, vielleicht kriege ich ihn noch weg. Den kriege ich noch weg. Schau hin. Wenn das absolutes Pro-Gaming ist, was es auch nicht. Mal diesen hier. Pommes frites. Fertig. Kann man das. Warte mal. Kann man das auskippen oder so? Natürlich wieder nicht. Macht ganz viel Sinn. So, Pommes frites sind hergekriegt. Jetzt müssen sie es aber erst essen, die Idioten. Ne? So. Reingejietet.
Ah, Kaching, Kaching, Motherfucker. Kaching, Kaching, Motherfucker. So, machen wir so. Ah, alle wollen Pommes. Alle wollen Pommes. Wo ist jetzt der Teller wieder hier verschwunden? Wir sind jetzt sehr am Tisch hängen geblieben. Los, 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 los. Haben wir nicht so gar nicht da. Ich schwab dabei an. Eine in den Schwimm. Eine in den Schwimm im Schund. Knusprige Pommes sind aber auch die besten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Warum gibt es in einem Restaurant eigentlich kein Bier? Weiß ich nicht! Ich weiß nicht! So, eine in den Schwimm. Eine in den Schwimm. Was ist das? Pommes sind aus! Pommes! Präsentiert die Pommes! Ah, Pommes Wingstein! Was ist jetzt wieder mit Hitze? Ja, Kruzifix, weil ich es lang stehen lassen. Leg mir doch da am Arsch! Den Dreck! Hitze, Hitze! Gut, Mackie Pommes sind auch noch gefühlt 14 Sekunden ans Kalt. Lappri. Frage in den Chat. Burger King oder McDonald's Pommes? Haben wir fertig? Ja, ankassieren. Braver Bub, die essen wir ein bisschen schnell, das sag ich dir, wie es ist. Ja. Werden das eigentlich mehrere Kundschaften, je mehr oder schneller als ich da anramme? Hilft das was, wenn ich da schnell unterwegs bin? Weg mit den Pommes. Möchtest du da hinten wahrscheinlich nur einen Kickerlachs, oder? Du dumme Sau. Nein, du nicht. Sehr gut. Der LeBron James hat auch bei uns gegessen. So, das schaut gut aus. Ich hab's genau gesehen, du hast es einfach ein Letten hier teleportiert. BK, 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 BK. Irgendjemand schreibt Mackie mit 4 Ausrufezeichen. Kehrt das hier nicht umdrehen, die schon wieder gehen, dass du nicht mehr weißt, wo du wohnst. Ja, Wahnsinn. So, ich hab jetzt einen Teller geklaut, bevor ich die abkassiere. So rum geht's eigentlich. Jetzt bei so Wachtschein. Ja, ja, das schaut doch gut aus. Es war ein richtig guter Tag. Richtig guter Tag. Ganz ehrlich, Mackie Pommes sind ja sicher eine lapprige Scheiße, dass ich Kotzen krieg. Außer sie sind wirklich also gerade aus der Fritteuse ganz furchtbar frisch, außer das sind sie aber in 8 von 10 Fällen nicht. Und wenn, dann musst du sofort fressen, weil wenn du zuerst heimfährst und plus 10 Minuten brauchst, dann hast du einfach, weiß ich nicht, dann kann ich einfach eine rohe Kartoffel einbeißen. Darum Burger King mit so einem sehenden Abstand, dass es ganz aus ist. Wenn das nicht ein brutaler Tag war, Kinder, dann weiß ich es ja auch nicht, bitte. Das rennen wir wieder, hey, das schaut gut aus, da drin schaut es gut aus, das schaut richtig gut aus. Wir haben richtig die fetten Monados gemacht. Die richtig fetten Monados. Ich glaube, wir brauchen mal ein kurzes erstes Fazit. Das ist eine ziemlich stressige Geschichte da. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man das effizienter gestaltet. Außer, wenn man wirklich, ich habe jetzt 3 Gerichte. Und alle 3 Gerichte richte 5-mal her und mach's 5-mal fertig. Einmal auf den Servierteller, 4-mal in den Kühlschrank. Und wenn ich sehe, dass eins ausgeht, gehe ich bloß noch her, Mikrowelle, heiß mal wieder hinstellen. Das glaube ich ist das Einzige, wie du das gescheit machen kannst. Und da wäre es natürlich geil, wenn du dann einen Mitarbeiter hast, der sich zumindest ums Abwaschen und ums Kassieren kümmert, damit du das dazwischen nicht tun musst. Dann kannst du nämlich du Kocher servieren und die um diese Gameplay Circle kümmern. Da hätten wir nur. Oh, ein Gickerl. Da haben wir Gickerl-Depf! Und eine Tomatensuppe, die kann auch nicht so furchtbar schwer sein. Herr Wager, haut dritt, spiele gerade Ori and the Blind Forest. Herausforderung Level 9000. Du bist der Beste, du geiles Karamellpferd. Herr Wager, ich wünsche Ihnen ebenfalls schöne No-Homo-Grüße zurück. Und nicht aus sinnbefreiten Gründen hängt da neben mir, leider Gottes habe ich einen Schrank da verhitzimmert, aber das ist wurscht, ein Ori and the Will of the Wisps Poster. Ein unfassbar gutes Spiel. So! Haben wir ein gutes Spiel? Abschluss des Tages. Biu, biu, biu. Ja, je her die Gerichte natürlich leveln, desto mehr Kohle verdienst. Das ist ein netter Progress. Macht irgendwie keinen Sinn, aber es ist ein netter Progress. Und jetzt bin ich gespannt. Heute müssen wir eigentlich die fetten Kohlen gemacht haben. 1490G, keine Ausgaben. Wir haben 11 Gerichte hindroschen. Und da unten, glaube ich, stimmt es nicht mit der Berechnung. Da steht plus minus $240 automatische Einnahmen. Das ist irgendwie seltsam. Neuer Tag! Rezept freigeschaltet, Tomatensuppen und Gickerl-Depf. Aber Gickerl-Depf gibt es erst nächste Woche.
Wenn's ihr, heute mal, da müssen wir uns jetzt gleich einmal drüber unterhalten, was wir denn jetzt bei so macht. Das wird automatisch gespeichert. Okay. Freunde der Sonne, bevor es euch wieder verpisst, smashen Sie den Like-Button. Da haben wir wieder einen guten Simulator rausgekriegt, den wir Minimum 2-3 Mal spielen können. So wie es ist. Und beim dritten Mal vielleicht, der hat nämlich der hat Multiplayer. You know what that means. Das heißt, ich muss wieder irgendwelche Leute das Spiel kaufen, die ich kenne. Und die Leute, die ich meine, wissen sofort, wen ich meine. Das ist Weltenbesser wie der Hairdresser Simulator, der ist viel weiter. Hat natürlich, was ist denn mit Kamera schon wieder? Kamera! Kannst du mich bitte scharf machen? Bitte, danke. Was ist mit ihnen? Warum wir nicht so... Dann die Kamera halt für einen Schlaganfall. Ich war jetzt lang im Solarium, dann komme ich wieder direkt aus dem Keller und war 2 Wochen tot. Was ist... Ich kann mir das im Multiplayer ganz lustig vorstellen. Dann kannst du nämlich jemanden zum Einkaufen schicken, mittendrin, du kannst jemanden, weißt, ja du gehst da, du kaufst ein, blub, du schneidest her und ich bediene und wasch ab und das ist, glaube ich, schon ganz witzig. Das ist eine witzige Idee und es ist auch so eine kleine Lücke, die die anderen Simulatoren nicht haben, eben der Multiplayer. Bringt wahrscheinlich Probleme mit sich ohne Ende. Es ist ein unfassbarer Aufwand, mehr zwischen Singleplayer und Multiplayer-Spiel, das weiß ich mittlerweile jetzt auch aus eigener Erfahrung. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr solides Spiel, das aber allein ein bisschen stressig ist. Aber gut, für das gibt es Mitarbeiter auf Restaurant Level 10. Wir haben jetzt knapp vor 5. Das war jetzt, wir müssen jetzt kein Tutorial mehr machen beim nächsten Mal und so weiter und so fort. Das kann man beim nächsten Mal schon zusammenbringen. Und dann haben wir einen Mitarbeiter. Und dann müssen wir schon, und das ist nur in der Early Access, das heißt, es geht auch noch weiter. Die anderen Gerichte haben wir noch gar nicht gesehen. Ich finde, der Prozess des Kochens und vor allem des Schneidens, der ist im Cooking Simulator so geil gemacht, dass egal was du schneidest, mit dem Messer genau da geschnitten wird, wo du den Schnitt ansetzt. Und das ist halt schon ganz geil. Braucht es... Ich müsste auch trennen, ja. Lese ich vor. Entschuldigung, braucht das Spiel einen PSN-Account? Nur Pro-Gamer wissen, was damit für eine Anspielung gemeint ist. Muss ich lachen. Wie kann man es denn so verscheißen, sag? Mr. Helldiver, you were the chosen one. Und zwar richtig, the chosen one. Und was Sony da für eine abgefickte Scheiße abgezogen hat, ist das allerletzte. Das allerletzte. Und wenn ich Microsoft war, da ich jetzt hergehe und sagen, wisst ihr was, Mr. Sony? COD wird doch exklusiv für PC und für Xbox. Auf der Stelle. Das war der zweite, also der Sony kaputt geht und PlayStation ist aber das tut weh. Oh, der hat weh da. Dieser Shitstorm hat wehgetan. Aber leider Gottes, das Internet vergisst gern innerhalb von 2 Wochen alles, was passiert ist. Darum wird es wahrscheinlich nicht recht dauerhaft anrühren. Erst wenn es aus dem EA raus ist. Ja, der eine Sony-Manager kann es da nicht ausdenken. Ja, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Wir kann nicht da... Das ist wieder das deutlichste Zeichen greedy as fuck. Weil Sony ihren geldgierigen Drecksfresse nicht vollkriegt, zwingen sie jetzt auf einmal dazu, ändern Wörter in die AGBs, dass du auf einmal einen PSN-Account brauchst. Und es ist naheliegend, das sind Vermutungen, das ist natürlich nicht bestätigt. Einfach nur, um die Zahlen nach oben zu drehen, um Aktionäre wieder glücklich oder positiver zu stimmen. Ja, weil man gesehen hat, oh shit, wir haben da ein richtig krass Spiel. Erstmal scheiße, wieso haben wir das nicht exklusiv lassen? Bis daher, dass einer das stinkt. Und dann ja, weißt du was, jetzt zwingen wir es zu einem PSN-Account, damit unsere Spielerzahlen um 300.000 in die Höhe gehen. Ja, das ist, was der Sprengi schreibt. Ich zitiere mich selbst und gleichzeitig ein Sprengi. Wir singen anzugtragende Arschfotzen, ole! War nicht ganz original Zitat, aber man konnte es ja ein bisschen anpassen, sinngemäß, dann passt es schon. Was für eine Scheiße, ganz ehrlich. Mir geht diese AAA-Riesenkonzern-Scheiße nur noch auf den Sack. Nur noch. Es wird immer schlimmer.
Ich habe irgendwas gelesen von EA. Irgendein EA-CEO hat irgendwo getweetet oder was weiß ich, irgendwas gesagt oder ein Interview gegeben. Sie überlegen sich, wie sie mehr Werbung in Spiele einbauen können. Also quasi Product Placements in Spielen. Ja, EA, das ist genau, was die Spieler haben wollen. Halt dein Maul, ganz ehrlich. Halt dein Maul. Weltfremdes Profit-Min-Maxing, ja? Also ich check nicht, wie weit man, also ohne Schmarrn jetzt, wie kann man das vorher, der Fahrer schreibt, Ingame Real-Life-Werbung. Ja, zum Beispiel, du rennst in Star Wars, Outlaws, rennst irgendwo mal, was sowieso wahrscheinlich, ich prophezei, Star Wars, wie heißt es, Outlaws, oder? Das wird wahrscheinlich das erste Spiel nach der Sommerpause, das wir spielen. Ich prophezei, das wird ein Vogue-Bullshit, Story-Bullshit, Gameplay-Bullshit auf dem Level von Skull and Bones. Mark my words. Wir können ohne Scheiß, wir können in der Spielebranche arbeiten und kann so weit weg sein und nicht ahnen, dass wenn ich das tue, ich ändere jetzt dort AGBs, ja, die haben so blöd, die kapieren nichts, und mir zwingen wir jetzt zu einem PSN-Account. Ich habe keine Playstation. Ich mag mir keinen PSN-Account mehr. Ich will nicht. Ich will nicht. Ist der nicht schon 2 oder 3 Mal gehackt worden? Ich will nicht. Was soll das? Für was? Für was? Und die Leute, die mir lange auf den Sack gehen, nein, mach dir doch schnell den Account. Was, wenn das bloß, macht er doch bloß schnell einen Account ist, wieso soll ich den dann noch machen, wenn es nicht so wichtig ist? Was? Hör mir bloß auf, Alter. Krieg ich's kotzen. Ja, genau. Und EA will halt, du rennst dann zum Beispiel in Star Wars Outlaws umeinander und dann ist da irgendwo drin Plakat, in welcher Form auch immer die Werbung dann da drin ist für Barilla-Nudeln. Oder halt irgendwo anderes Product Placement für, ja, da nicht. Da ist dann ein Plakat, so mit so einem Hologramm und so weiter, wo dann draufsteht, NordVPN. Lauter so ein Scheiß. Dann sage ich mir, ja, das ist genau, was die Leute wollen. Kümmert euch nicht um eine scheiß Schrottspiele, dass die vielleicht wieder irgendwann einmal irgendwie besser werden. Fuck you. Baut's nur mehr Werbung in Spiele, für die ich gezahlt habe und, ach, geh komm, leck mich. Ganz ehrlich, so jeder Indie-Entwickler auf diesem Planeten, der allein zu zweit oder in einem ganz kleinen Team seinen Arsch aufreißt und versucht, ein geiles Spiel zu machen, wenn es nicht so geil ist. Wie jetzt zum Beispiel, was nehmen? Nehmen einen Supermarket Simulator. Das ist eine Person, die da umeinander pimmelt. Dann soll die da 20 € draufschreiben und die gebe ich ihm mit Handkuss. Anstatt, dass ich für Star Wars Outlaws in der größten Edition kostet 130 €. Alter. 130 €. In der Ultimate Todes-Scheißhaus Edition. Die haben alle völlig den Verstand verloren. Alter. Und es gibt Leute, die diesen Scheißdreck kaufen. Bevor es überhaupt... Weißt du dann, was ich das festmache, wo ich rieche, dass Star Wars Outlaws absoluter Scheißdreck wird? 6 kein Gameplay. Du siehst nahezu, muss ich anfügen, nahezu kein Gameplay, nur in der Ingame Engine. Es ist rendered in Ingame Engine. Ja, das habe ich bei Skull and Bones auch gesehen. Cooler Trailer, 5 Minuten später, ich sitze in meinem Holzschifferl drin und NPCs schauen aus, als wären es von 1992 und fuck you einfach. Fuck you einfach. Das ist so ohne Scheiß. Ich kotze. Aber da gibt es sogar eine Figur für die Vitrine dazu, richtig? Richtig? Nö, natürlich nicht. Das ist eine Digitalversion. Was Bethesda hat sich wenigstens noch Mühe gegeben, dass du einen Pip-Boy kriegst und so eine Stofftaschen, die dann keine Stofftaschen war, sondern ein bisschen Aldi-Plastiktüten und lauter so ein Scheiß. Aber man hat es zumindest probiert und versagt. Aber EA sagt, weißt du was, schreiben einfach 130 € drauf, die scheiß Star Wars Fanboy-Trottel, irgendwelche Trottel gibt's schon, das kaufen. Damit sie ein Singleplayer-Spiel 3 Tage früher spielen können. Komm, halt deine Schnauze, wer das tut, der kehrt, ohne Scheiß, der kehrt der Stuhlhax ausgerissen, auf dem er sitzt, und dann kehrst du droschen damit. So lange, bis du es verstanden hast damit, das war doch nicht so schlau. 100%ig wird Star Wars Outlaws ein Rotz, der seinesgleichen sucht. 100 Pro. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Immer.
und dann gebe ich halt zu, ich habe mich geirrt, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum man kein Gameplay nicht herzeigt. Mich würde interessieren, was ist das für eine Art von Spiel, was tue ich da? Rede ich da als die Tussi umeinander und schieß oder habe ich Lichtschwerter oder was ist da los? Nein, ich sag bloß irgendwelche Cantina-Aufnahmen von ihr und da ist natürlich wieder der kleine cute Bot dabei, weil den kann man dann wieder als Spielzeug verkaufen, wie Star Wars halt schon immer macht. Mir geht's nur noch auf den Sack. Die ganze Spieleindustrie wird, jeder Riese ist so kaputt. Es gibt keinen richtig großen Spieleentwickler mehr, außer, mir fällt spontan From Software ein, die immer abliefern, bis jetzt. Wer weiß, ob die nicht auch größenwahnsinnig werden nach dem Erfolg von Elden Ring vor 2 Jahren. Und Larian Studios mit Baldur's Gate, jetzt hätte ich fast Baldrian 3 gesagt. Baldrian 3 gesagt. Mit Baldur's Gate 3, die sehr auf dem Teppich geblieben sind, und denen ich alles Geld der Welt wünsche. Ja, Larian Studios, wenn die so bleiben, wie sie sind. Wenn die aber auch anfangen, das Geld zu riechen und dann gehen sie in Richtung Börse etc., dann kannst du drauf warten, bis alles am Bach beginnt. Blizzard kannst wegschmeißen, EA kannst wegschmeißen, Ubisoft kannst du wegschmeißen. Ich finde Epic noch ganz geil. Vor allem, was die mit der Unreal Engine, ich habe ja der Entwickler auch der Unreal Engine, was die da damit machen, umsonst ausgeben und lauter so sagen. Fortnite, hasse es oder liebe es ist ein gutes Spiel, es wird gut supportet. Ja, ich habe Rockstar und Naughty Dog vergessen, aber Rockstar hat auch schon reingeschissen. Ich erinnere gerne an die Remakes der alten GTAs. Wie gut waren denn die? Naughty Dog? Ja. Bei Naughty Dog scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt viele Leute, die sagen, The Last of Us 2, Woke Bullshit, bla bla bla, ist auch ein bisschen, sagen wir so ehrlich, aber das Spiel selber ist einfach so gut, da kann ich drüber hinwegsehen. Ja? Ansonsten, wenn es ein Scheißdreckspiel war, ja, dann war das bloß nur ein weiterer Angriffspunkt, wo ich sage, ja, überall bloß nur Lesben und keine Ahnung, hau ab. Aber das ist okay. Bethesda kannst wegschmeißen. Was soll denn Starfield gewesen sein? So nach 2 Wochen. So ohne Scheiß. Skyrim. Gut, ist mittlerweile 13 Jahre alt. Skyrim wird heute noch. Schauen wir noch. Steam Charts. Jetzt pass auf. Steam Charts Skyrim. Ist von Bethesda. Ja, vielleicht für Leute, die nicht alles so wissen und drin sind. Ich stelle mir vor, ich muss es meiner Mama erklären. Mom, Skyrim ist ein Spiel, das von 2011 und das hat Bethesda gemacht. Bethesda, und das war ein Riesenerfolg. Eines der größten Spiele jemals. Ich glaube, das gibt es in alle Editionen. Das wird, glaube ich, jedes Jahr einmal released irgendwo und mittlerweile, glaube ich, kannst du es sogar auf deinem Kühlschrank-Display spielen. Da haben wir jetzt die Special Edition, schauen wir alles an noch. Skyrim, Steam Charts, aber die normale Version bitte. Die hat das gerade für SteamDB, nein, ja, da haben wir es. Und dann nehmen wir, jetzt pass auf, Starfield, ich habe schon fast den Namen wieder vergessen. Starfield. Steam Charts. So. Ich schaue da gar nicht hin. Also, nochmal zur Erklärung. Starfield ist das neueste Spiel aus dem Hause Bethesda. Erwartungshaltung hier oben. Warum? Weil Bethesda der Macher von Skyrim und Fallout ist. Zwei, ich nenne es einfach mal Franchises, die unfassbar beliebt sind. Skyrim wird heute noch gespielt. Und jetzt pass auf. Starfield ist wann rausgekommen? Letztes Jahr im September oder im Oktober irgendwann. Wir haben es auch gespielt, 2, 3, 4 Mal. Und ich habe nicht fassen können, was das ist. Jetzt pass auf. Wir fangen mal an mit Skyrim, nicht Special Edition. Spieler, die letzten 30 Tage im Durchschnitt 1800. Wenn ich mein Spiel rausbringe und da jemals Average Player 1800 in einem Monat steht, dann schwöre ich dir bei Gott, mache ich knockert Flickflacks durch Landau. Schwöre ich dir. Ja? 1800. 1800 ist jetzt nicht viel. Ich wiederhole, das ist die alte Version von Skyrim von 2011. Das Spiel ist 13 Jahre alt. Special Edition Skyrim. Die durchschnittliche Spieleranzahl von Special Edition Skyrim, die weit verbreitetere, das ist ein bisschen eine aufgepeppte Version des Spiels, 17.500 im Schnitt. Im April 17.800, im März 19.600, im Februar 20.000. Pendeln wir mal dazwischen, also so 18.000 Spiele. So, und jetzt bei Starfield. Jetzt bin ich gespannt. Alle, Alter.
Ich bin unter, da wird sogar meine Kamera unscharf. Da machen wir wieder scharf, Kim. Skyrim. No, 18.500. 18.500 Spieler. Starfield ist ein halbes Jahr alt. Grob. 5.000. Skyrim ist 13 Jahre alt. Muss ich da noch irgendwas sagen dazu? Irgendetwas. Fuck you, Bethesda. Wir kommen. Herr Geibel, für das Wort Fokus, hast jetzt du nicht in dem Bezug oder Kontext gemacht, wie es ich gleich benutzen wird, genau. Wir kommen als Spieleentwickler. Jetzt schaue ich nur schnell Fallout 4. Fallout 4 ist von 2015, glaube ich. Fallout 4, das war der letzte Fallout-Teil, der zwischen Skyrim und Starfield gekommen ist. Auch von Bethesda. Fallout 4, Steam Charts. What? 90.000? Ach, wegen der Amazon-Serie. Walleck! Walleck mich am Arsch hat Walleck. Was hat ein Alltime? Walleck. Ja, krass. Ist einer verkunden, Fallout 4 war geil. Zum Release absoluter Schrott. Dann ein bisschen gepatcht, es gibt einen Haufen DLCs, habe ich auch alle gespielt, waren alle cool. Ich liebe Fallout, das Universum ist geil, die Serie war aber auch gut. Hey Amazon, please, do the same with the Rings of Power Serie, please. Oder nein, Rings of Power setzen wir ab, weil das ist nicht mehr zu retten. Der Tolkien hat sich 14 Mal im Grob umdreht. Aber genau für Staffel 1, Fallout, genau so macht man Serien, bitte. Die war richtig gut. Wer die noch nicht angeschaut hat, gibt es auf Amazon Prime. Die war richtig gut. Und dann passiert das. Im März war Fallout 4 bei 14.000, 15.000 Spielern. Im April Ende April ist, glaube ich, die Serie gekommen. Oder wann ist denn die Serie gekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Und dann von 15.000 Spieler auf 60.000 und in die letzten 30 Tage auf 90.000. Ja, das ist krass. Aber für die, ganz ehrlich, wenn die Serie gut ist, dann kriegt Leute Bock so, geil, schauen wir mal das Spiel an. Ach, stell dir vor, das Spiel ist das ist noch viel besser wie die Serie. Ja, so macht man's. Wir kommen so als Bethesda Skyrim releasen, oder fangen wir ganz vorne an. Fallout 3 releasen, dann Skyrim releasen, dann Fallout 4 releasen, dann 8 Jahre lang kein Spiel nicht mehr bringen und 8 Jahre lang an Starfield arbeiten und für das 300 Millionen Dollar auswerfen, das nach nicht einmal im halben Jahr noch nicht mal mehr 5000 Spieler hat, weil man meint, das ist geil, auf einem leeren Planeten von Ladescreen zu Ladescreen zum Laufen und 5 verschiedene Gegner zum Killen. Wir kommen so weit... Oh, Fallout 76 habe ich vergessen. Fallout 76 hat seinen Spielerrekord verdreifacht. Ich gebe ihm jeden einen guten Tipp, wer durch die Fallout-Serie Fallout angefixt wird. Ignoriere Fallout 76. Das existiert nicht. Mach einfach so, oh, did you magic? It doesn't exist. Schrott. Multiplayer, Kack, Mist, Dreck. Einfach Dreck. Spiel Fallout 4. Trust me. Und wenn du das ganz krass haben willst, springst noch weiter hindrehen, spielst Fallout 3, kriegt 9 von 10, aber der König der Fallouts ist New Vegas. Es ist aber nicht von Bethesda direkt, das ist von Obsidian, aber das ist egal. Das ist der beste Fallout-Teil, den es gibt. Nochmal, Fallout New Vegas ist von 2010, schon sehr alt, etwas in die Tage gekommen, aber mit Abstand das beste Fallout, wo gibt. Have a great time. Und jeder, der seine Spiele gern spielt, der gern Skyrim spielt oder die anderen Fallouts gespielt hat und sich an Fallout New Vegas nicht herantraut, weiß, ja, ist schon so alt und so, scheiß drauf. Do it. Trust me, bedanken Sie sich später. So.
Hat aber auch alle Spiele für 50 Euro zu kaufen gegeben in der Mini-Atombomben und Fallout 76 ist kein Fallout. Steht für richtig. Die Mini-Atombomben habe ich übrigens auch. Habe ich die schon mal hergezeigt? Die Mini-Atombomben, die steht da hinten oben daheim, die habe ich mal im Mediamarkt irgendwann mitgenommen vor 15 Jahren oder so. Da haben alle Fallouts drin von Fallout Tactics und Fallout 1 und 2, die wir uns einmal in der Retro-Reise anschauen sollten. Zumindest einen von den Fallout-Teile, 1 oder 2, weil die zwei selbe Engine, selbes Spiel. Ich habe so das Gefühl, dass die Entwickler, wenn sie zu viel Geld haben, immer gleich durchdrehen. Oder die verkalkulieren sie halt immer leichter. Na, da sitzen einfach 25 Manager drin, die so weit weg vom Spieler sind und was der Spieler will. Die sehen Zahlen auf dem Zettel und ich glaube sogar, dass das funktioniert, so eine Entscheidung. Aber das soll so viel Leid vergraulen. Es ist ja dann wurscht, weil es denen einfach nicht, also wirklich gar nicht mehr drum geht, ob irgendjemand Spaß mit einem Spiel hat. Da wird bloß wahrscheinlich rausanalysiert, ja, was für Genres funktionieren gerade am meisten und was machen den wenigen Aufwand und wo können wir den größten Preis drauf schreiben und was ist gerade die beliebteste Lizenz. Ja, da suchst du jetzt einmal Singleplayer, irgendwas schreiend Leid und dann poppst Star Wars drauf und dann kommt der Vogue-Sepp noch dazu und dann machen wir bloß noch Weiber und Schwarze und keine Ahnung. Das ist jetzt im Star Wars-Universum natürlich ein bisschen fragwürdig, weil da ist alles durcheinander. War jetzt ein Gaudi, wenn man das schon wieder unterstellt, der soll sein Maul halten und sich verpissen. Und Sie werden sehen, Star Wars wird ein unterirdischer Scheißdreck. Und bitte tät's mir den gefallen. Ich bin auch Star Wars-Fan, wobei es mittlerweile echt schwer wird. Mittlerweile wird es echt schwer. Langsam aber sicher. Sowohl bei Filmen als auch Spielen. Bitte nicht vorbestellen. Und bitte auf keinen Fall diese Riesenversion kaufen, bloß damit du 3 Tage vorher spielen kannst. Please nicht. Please don't. Please don't. Okay. So. Und jetzt habe ich mich genug aufgeregt! Aber wir haben nicht so eigentlich da drauf gekommen. Das hat mich jetzt ein bisschen triggert, muss ich sagen. Herr Geibelfee, diese Live-Kruzifix liebe ich. Das war vor 10 Minuten schon. Ich habe nicht aufgepasst, merci dir. Löwensepp, die habe ich auch gesagt. Normal sollst du so einen Trick nicht einmal spielen, wenn schon so ein schlechtes Gefühl hat. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was das gegangen ist, genau vor 12 Minuten Löwensepp. Aber ja, wahrscheinlich um denselben Scheiß. Sonntag! Hast Twisted Metal gesehen? Schon auf Amazon war ein PS-Titel. Was war ein Twisted Metal, glaube ich? Da muss ich kurz ein Artwork sehen, damit ich mir erstmal danke für den, ist ja kein Reserve, aber danke für den Einheitdingsen. Twisted Metal. War das dieses... Die Clownsmasken, sagt mir was, die kommt mir bekannt vor. Ist das nicht ein Rennspiel? Ja! War das nicht ein Rennspiel? Wie soll man da draus eine Serie machen? Also ich kenne das Spiel, ich hab's nicht gespielt. Ich kenne, ja, Playstation-Spiel, ja, ich kenne das Cover. Und ich kenne die Clownsmasken mit dem Feierding oben drum. Die Feierhaar, aber ich weiß nicht, um was das geht oder was das war. Weiß ich nicht mehr. Habe ich noch nicht gesehen. Nein. Und wo ich auch ein ganz schlechtes Gefühl habe, ist bei der Borderlands-Serie. Da habe ich auch ein ganz schlechtes Gefühl. Der Stator schreibt, und dann gibt es Battle State mit EFT, die was ein Event rausbringen, was genau die solchen Ausnahmen mindestens EFT zusammengehauen haben und klopfen sie für das Event auf die Schulter. Stimmt, über Escape from Tarkov, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, die haben ja einen Shitstorm am Sack. Die bringen eine Singleplayer Edition raus für 250 €. Und meinen Leute, und überspringen die Leute, die sich damals schon die absolute Premium-Version gekauft haben für 100 € irgendwas, was da in dem Fall übrigens absolut gerechtfertigt ist. Indie-Entwickler, geiles Spiel, neues Genre erfunden oder ein Genre um einen ganzen Schritt erweitert, den es so noch nicht gibt. Darum ist Tarkov auch so beliebt, wie es ist. Und dann überspringt man die und reißt irgendeinen Scheißdreck aus mit 250 € und denkt sich so, ja, wird schon passen. Wer sind denn die Leute, die das entscheiden, Alter? Ich kann mich nicht hineinversetzen, warum das muss einen anderen Hintergrund haben. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht so mit einfach, wo sie die völlig gewissenbefreit sagen, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir so, das ist sicher eine geile Idee, da haben die Leute Bock drauf, unsere Community ist uns ja so wichtig und bla 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 und dann mache ich das. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht.
zur Erklärung. TFT hat man damals kaufen können ist ja immer noch ein Early Access, glaube ich, es kommt das jemals aus, ist ja wurscht. In kleiner Version, in der mittleren Version und in der großen Version. In der großen Version kriegst du ein paar Goodies dazu und ist jetzt eine Supporter Edition, ja, die Ultra Premium. Mit dem Versprechen, alle zukünftigen kostenpflichtigen DLCs, die für das Spiel kommen, ob heute oder morgen oder in 10 Jahren, die kriegst du einfach. Also im Endeffekt sparst du einen Haufen Geld, wenn du das Spiel dahin spielst. Und das deren viel. Und jetzt hat es ein DLC gekommen, der 250 € kostet. Und den aber die Premium-Leute von damals nicht kriegen. Das ist ein derartiger Vertrauensbruch, Alter, von dem du dich eigentlich nie wieder erholen solltest. Genau, und eine Aussage ist, ja, das ist aber kein DLC, das ist was was eine scheiß Ausrede war. Und dann haben sie lauter so Special-Sachen drin. Ich weiß nicht, ich habe Tarkov schon ewig lang nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich es nicht so. Ich habe bloß irgendwo gehört, du kriegst damit eine Funktion, wenn du dann, dass du im Offline-Mode mit deinen Spätzchen im Koop spielen kannst. Ja, also ein Singleplayer-Mode gegen NPCs, aber wenn du willst, in Koop mit deinen Leuten. So, ja, sag ich erstmal so, wieso ist das kein DLC? Was soll das, ey? Zweitens kriegt derjenige aber eine Funktion in die normalen im Online-Spiel. Wenn er angegriffen wird, kann er seine Leute ins Spiel rufen. Stimmt das? Wohlgemerkt, für die Leute, die Tarkov nicht kennen, Tarkov ist sowas, wenn du in Tarkov erschossen wirst, ist sehr viel Spielzeit, wenn es blöd läuft beim Teufel. Also es tut richtig weh zu sterben. Ja, und wenn du gegen jemanden kämpfst, das ist wie DayZ ungefähr, wenn du mit jemandem kämpfst und der stirbt, dann verliert er ziemlich viel. Und wenn du mit jemandem kämpfst und der versteckt sich und ruft seine Freunde ins Spiel ein und dann geht er ums Eck, einer, und es kommen 5 wieder raus, weil er 250 € auf den Tisch gelegt hat, da sitzt sie schon da und muss man ins Hirn gelangen und fragt mich, was? Spreng schreibt wieder DayZ, nur mit mehr Wiggle, ja. Wobei bei DayZ, der DayZ hat ja auch einen DLC gekriegt. Frost. Weißt du, wie heißt der Frost? Ein Schneemap. So, ja, gut, ein Schneemap. Das ist dasselbe Spiel auf einer anderen Map. Andere Maps gibt es per Mod wie Sand am Meer, das zahlt mir jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Da wird es Gerichtsurteile hageln, meine ich, das hoffe ich. Nein, du startest direkt mit deinen Mates, das mit den Notbeacons haben sie nicht reinpackt. Das war aber, dann haben sie es wieder rausgenommen, oder? Weil sie es leider so aufgeführt haben. Sie haben ja ein bisschen zurückgerudert, aber was genau dann zurückgenommen worden ist und wie sie es dann habe ich nicht mehr mitgekriegt. Dann ich habe mir bloß gedacht, alle werden gierig. Alle durch die Bank werden gierig. Alle. Niemand ist irgendwann. Jeder hat irgendwann seinen Preis. Jeder. Fucking jeder. Wenn du irgendwann zu groß bist, hast dann 1000 Leute in deiner Firma, wovon 800 Manager sind. Und der eine managt den und der Manager managt dann einen Manager, der den anderen Manager managt. Und dann geht das, dann muss ich, wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr welcher Entwickler das war, ich glaube, der ursprüngliche Entwickler von Fallout 1 und 2 hat sich eine Sache dann einmal gesagt, in so große Firmen passiert es dann, dass einfache Änderungen an einem Spiel teilweise Wochen dauern. Wird's ganz banal, ja, da steht jetzt der und der Text, wenn man auf den Knopf drückt, ja, das möchte ich gerne ändern, weil das ein Schwachsinn ist, ja, dann musst du erst den fragen, der muss weitergeleitet werden, der muss dann muss das der entscheiden und das, dann geht das 8 Ebenen auf, 8 Ebenen wieder zurück, währenddessen kannst du 3 Wochen Urlaub machen, bis der dann sagt, ja, schreib den Text um. Totaler Witz. Ja. Das ist ein Thema, oder da kannte mich so ein. Hoffen wir, dass Hellblade gut wird. Wir spielen am Mittwoch. Übrigens Hades 2. Nennen wir es Hades 2. Sonst weiß wieder keiner, was ist Hades. Keine Ahnung. Hades 2. Der erste Teil war unfassbar gut. Habe ich off-Stream gespielt. Haben wir im Stream nicht so gesehen bekommen. Habe ich nicht durchgespielt. Ich habe nicht reingesuchtet wie ein Behinderter. Entschuldigung. Aber das ist ein guter. Ist ein guter. Der neue Teil, Hades 2, ist im Early Access seit einer Woche ungefähr und hat fast 30.000 sehr positive Bewertungen. Das heißt, der Teil muss noch besser sein. Sehen wir uns am Mittwoch an. Serious Gameplay. Für das hat leider Gottes Mannerlords ein bisschen weichen müssen. Das kommt wieder, versprochen, außer Hades ist so gut, dass wir sagen,
entweder das oder abwechseln oder was weiß ich. Und jetzt muss ich schnell schauen, wann Hellblade 2 kommt. Ist das nächste Woche schon soweit? Ja. Nächste Woche am Dienstag kommt Hellblade 2. Das heißt, wir könnten eigentlich nächsten Montag nochmal einen Blödel-Simulator spielen. Was ist ein Blödel-Simulator? Das heute war kein Blödel-Simulator. Nur einen Kebab-Simulator, da unten. Und am Mittwoch kommt Hellblade und die Woche drauf, Ende Mai, wechselt dann Hellblade auf den Montag. Da freue ich mich riesig drauf. Ich hoffe, das wird ein gutes Spiel. Und am Mittwoch schauen wir, was wir tun. Wir werden sehen. Heu das auf Englisch. Der Kurbi, was heißt heu das auf Englisch? Heidi das? Ich wurde zensiert. Ich hoffe, Sie werden mit einer Klobürste der Stress-Simulator. Ja. Ich möchte immer nur ein Hausflipper 2 sehen. Du, der Sommer ist noch lang. Wir haben den ganzen Juni, den ganzen Juli vor uns. Geil, wie viel. Apropos Star Wars, im neuen Tales of the Empire, deren es jetzt als sogenannten Neopronomen einig. Oh Gott. Statt sie oder er sagen sie. Also hast du schon recht, ja. The Force, wie heißt The Force ist female. Soll einen Maul halten. Es ist schwierig, Star Wars-Fan zu bleiben. Es gibt für mich die ersten 3 Filme. Ich finde tatsächlich den ersten, naja, Star Wars nicht so unfassbar schlecht, aber je öfter das ich anschaue, umso schlechter. Es gibt ein paar, ich finde Rogue One ist der beste Star Wars-Film, der gemacht ist. Dann verstehe ich den Shitstorm um den Solo-Film nicht, den ich viel besser gefunden habe, als ich dachte. Und es gibt auch 2 Serien, die nicht schlecht sind. Nicht der Boba Fett. The Mandalorian ist sehr gut. Habe ich aber auch noch nicht ganz angeschaut, deswegen kann ich nicht komplett was dazu sagen. Die Obi-Wan-Serie war so schlecht, dass mir eiskalt am Bug gelaufen ist. Es war eine einzige Fremdscham-Scheiße, das war so dumm. Das war so dumm von vorn bis hinten, dass ich mir gedacht habe, sag mal, hat das irgendeine Bock geschaut vorher? Sag mal, spinnt's hier? Und die Andor-Serie soll nicht schlecht sein. Aber gut, das weiß ich von jemandem, der jeden Scheißdreck gut findet, da kann ich nichts drauf geben. Ja. Und alles andere, was da rundherum rausgeschissen wird, ich habe einen Star Wars Overflow. So, es ist zu viel. Ist nichts Besonderes mehr. Und die scheißen halt natürlich, die quetschen die Kuh aus, so viel sie können. So viel sie können. Ashoka interessiert mich ein Scheiß, oder Ahsoka oder was weiß ich, was heißt, interessiert mich ein Scheißdreck. Was ist das für ein Charakter? Braucht kein Mensch. Ja, ich weiß nicht, das ist der Charakter als Clone Wars. Ja, das ist das nächste, braucht kein Mensch. Die 3. Staffel Mandalorian kannst du aber auch schon wieder vergessen, das habe ich eben auch schon gehört, deswegen habe ich noch angefügt, so, deswegen sage ich jetzt noch nichts zum Mandalorian, aber die 1. Staffel war unfassbar gut vom Mandalorian. Die 2. hat mir auch sehr gut gefallen. Die 3. habe ich noch nicht gesehen. Der Geibe schreibt, am Solo ist der Umsatz voll eingebracht und das erste Mal, dass die Leute bei der Premiere weggeblieben sind. Ja, weil der Han Solo halt ein extrem beliebter Ding ist und da das hat der Chris hat das schön gesagt, da habe ich mit ihm geredet so, er hat gesagt, ich möchte keine Weibergeschichte vom Han Solo sehen vor der Leia. Das will ich einfach nicht. Auch wenn der Han Solo eine coole Socke ist und mit Sicherheit ein Weiberer war, ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Doshi, Dere, so bin ich daheim, Spätschicht. Frag nur mal von vorne bitte. Nix, schleichen wir uns dann gleich. Mehr sind nicht. Ja, als Star Wars-Fan kann ich das bestätigen, harte Zeiten und nur Scheiße. Und es wird nicht besser. Es wird die nächste Zeit nicht besser werden. Mich interessiert schon gar nichts mehr. Neue Serie da, wieder eine neue Serie, der Boba Fett und was weiß ich. Interessiert mich so Scheiß. Interessiert mich nicht mehr. Overflow, zu viel. Und einer noch dazu, einer schlechter wie der andere. Eine Serie schlechter wie der andere, ein Film schlechter wie der andere. Und jetzt kämen sie tatsächlich auf die Idee, habe ich nur gelesen, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, dass jetzt die Ray-Saga immer noch weiter, die machen wirklich die Ray-Saga weiter. Sag, das war der lächerlichste Scheißcharakter, den ich jemals gesehen habe. Hast du ja schon mal beim Laufen zugeschaut? Lauft wie ein Scheiß-Kickerl. Wie ein Behinderte. Wie halt Weiber nun mal laufen. Es ist halt so. Conny, oder wirst werfen. Conny, was dafür, Alter? Nein, aber jeder weiß, dass das stimmt. Was soll das? Somehow Ray returned, ja genau. Furchtbar. So ist ein Frauencharakter, das interessiert mich übrigens nicht, dass er ein Frauencharakter ist, I don't give a shit. Aber die war da, das ist so geil, weißt du, was du am schönsten beschreiben kannst? Finde ich so, ich hab mir so gedacht. Der Kylo Ren, Sohn von Han Solo und Leia Skywalker, Enkel von Darth Vader,
Enkel, ich wiederhole, direkte Abstammung, Enkel vom Darth fucking Vader. Dem krassesten Antagonisten, der jemals geschrieben und den es jemals gegeben hat wahrscheinlich. Trainiert sein Leben lang von Luke Skywalker himself. Sein Leben lang, seitdem er klar ist. Dann gibt die Rey, die immer so schaut so. Die kann übrigens auch das Maul nicht zumachen, die hat immer das Maul auf so. Eine Schrottsammlerin irgendwo am Arsch der Welt. Hey, was ist denn das? Lichtschwert. 5 Minuten später. So, ich hab noch nie ein Lichtschwert. Was ist das? Ein Lichtschwert, okay. Ich kämpfe so, oh, du bist der Kylo Ren, okay. Pfupp, ich mach die fertig. Was? Was? Okay. Welches dämliche Arschloch das geschrieben hat. Und die Krönung der Writerkunst ist folgende. Palpatine ist irgendwie zurückgekehrt. Da bin ich da gesessen und ich, was? Und jetzt hat er eine Sternenzerstörerflotte von 10.000? Wie? Ja, irgendwie halt. Ah ja. Und da hat irgendjemand Geld dafür gekriegt, wie er das geschrieben hat. Okay. Alles klar. Kann ich mich da irgendwo bewerben? Das kann ich ja. Ja, das kann ich ja. Kriege ich hin. Unfassbar. Unfassbar. Dark Girl Magic. Kylo Ren, nimmt's mich ernst oder ich bin böse. Dark Girl Magic natürlich. Mit Amazon Overnight Delivery. Ich hab nicht weitergeschaut, hat sich ein Imperator gekillt. Also, wer das nicht angeschaut hat, den Spoiler jetzt gnadenlos, brauchst du auch gar nicht anschauen. Ja. Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt er irgendwie wieder. All of a sudden. So, Und Palpatine ist schon wieder irgendwie zurückgekehrt. Ich darf mich bewerben ich darf mein Drehbuch jetzt abgeben. Es fängt so an. Palpatine ist schon wieder irgendwie zurückgekehrt. Diesmal hat er aber 20.000 Sternenzerstörer. Und Dre hat jetzt noch einen Sidekick. Das ist ein Seer. Schwarz. Albino. Ohne Pipi, ohne Kahe. Und hat stattdessen 2 Arschlöcher. Eins am Hirn und eins. Ja, komm. Hör mal auf damit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt müssen wir aufhören, sonst kommen wir Schmarrn und ich muss mir wieder anhören, dass ich entweder Sexist, Rassist oder sonst was bin. Leute, die das wirklich übrigens ernst meinen, dass das vielleicht so ist. Tschüss dann. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn die Tröte? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt hat es mal schnell einen 3/4-Stunden-Rant gegeben. Wir hatten heute einen schönen Simulator. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Montagabend. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Donations. Das ist, glaube ich, ist heute schon wieder einigermaßen aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, was da los ist. Mal schauen wir mal. Kuss auf die Nuss an alle neuen Mitglieder. Welcome to the Squad. Danke an alle Resubs und alle alten Mitglieder. Triple F für die Moderatoren. Ab in den Chat damit. Wir sehen uns am Mittwoch mit Hades 2. Freue ich mich drauf. Ja, das wird wieder wahrscheinlich, da geht der Depth-Counter wieder steil. Höchstwahrscheinlich. Wie weit sind wir mit dem Depth-Counter überhaupt? Schauen wir mal. 260. Ob da dieses Jahr noch ein 3 davor steht? So bis in Oktober wird Zeit. Ja, normal schon. Ja, ich glaube, ach schon. Zur Not ruft man Bürgerin wieder erst bei It Takes Two weiter und dann geht er auf. Da steht der 4er vorne dran. Danke fürs Zuschauen, Leute. Seriously. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich ziehe meine Kochmütze. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Like nicht vergessen, jeder, der es jetzt immer noch nicht da hat. Ich bitte darum. Dankeschön. Und Abo-Box checken, ob die Glocke aktiv ist. Das immer noch nicht da ist, fuck you. Wichse da in dein Dönersauce. Und ich tue jetzt noch eine Stunde lang Wimp umeinander basteln. Habe ich sehr viele neue Dinge im Vergleich zur letzten Version eingebaut. Wird gut. Bin ich zuversichtlich, fühlt sich gut an, cremig. Und jetzt verpisst euch. Bis Mittwoch, 20 Uhr, Hades 2, Hashtag
Kebab-Sauce. Geil, wie viel Sepp. Möge die Küche mit dir sein. Sind wir fertig. Also ich bin nicht fertig mit der Küche, aber erstmal muss ich nichts mehr tun. Jetzt ein paar Tage lang. Das ist gut für mich. Und für meine Bratzen. Ich kann meine Bratzen nicht mehr zumachen. Ich scheiße an Ratzen. So, jetzt steigen wir uns und jetzt fange ich wieder das Labern. Was ist denn heute? Ich hör gar nicht auf zum Labern. Ich mache jetzt eine Rauche. Jetzt verpisst euch. Habitäre. Warte mal, wir haben noch gar keinen. Wir haben. Pass auf. Sprenge kriegt ein Kochmützenabschlussbild. Warte, sonst haben wir noch nicht. Ah, du musst nicht. Mit mir selber. Okay, tschüss!